Herzlich willkommen zum SRF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Susanne Jansson und ihr kennt es ja schon. Wenn ich zuerst das Wort im Krimi-Podcast ergreife und nicht mit einer Frage überrascht werde, dann ist der Wolfram nicht dabei. Ihr müsst ihn leider entschuldigen, ich auch. Ihn hat die Grippe erwischt, er wird nicht der Einzige sein. Geht wahrscheinlich einigen von euch gerade so. Gute Besserung an dieser Stelle nochmal an dich, Wolfram. Ich hoffe, du hörst den Krimi-Podcast und ihr auch. Rekonvaleszieren geht mit Hörspiel ganz gut. Wir sind mittendrin im 8. Fall von Franz Musil. Dreck am Stecken heißt er. Und dem Musil geht es eigentlich noch ein bisschen schlechter als dem Wolfram. Glaubt man zumindest, denn er hat gerade nicht nur einen Kofferraum voller Sprengstoff, sondern einen Herzinfarkt bekommen auf der Autobahn und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Dort steigen wir ein und der Musil, als hätte er geahnt, dass der Wolfram heute nicht da ist, um das mit mir zusammen zu machen, gibt mir Unterstützung. Er wird für euch nämlich nochmal zusammenfassen, was im ersten Teil so passiert ist. Und er selber ist bei seinen Ermittlungen auch nicht alleine. Er hat sich ja tatkräftige Unterstützung geholt, vor allen Dingen um Francesca zu beschützen, und zwar von Philip Meloni. Na, schauen wir mal, ob er sich damit wirklich einen tatkräftigen anderen Kultdetektiv an die Seite geholt hat oder er sich einen Klotz ans Bein genagelt hat. Viel Vergnügen bei Dreck am Stecken. Franz Musils 8. Fall von Jean-Michel Reber. Ein Loch ist da, wo etwas nicht ist. Das ist eben das. Das gilt auch für mein obligates Sommerloch und seine Auftragslage. Und gerade als ich mir gesagt habe, dass man ein Loch auch könnte mit 1 oder 2 Fritz Spritz auf der Latte vom oberen Letten stopfen, hat Francesca mich ferienhalber auf Afrika löken. Gott sei Dank hat genau in dem Moment mein Telefon geschaut. Der Pesce Berci ist vermisst worden. Ein Nasenwasser für einen preisgekrönten Privatdetektiv mit Top-Adressen an den Schiffen. Aber wo dann beim Rohstoffhai Globwinger im Paradies am Zugersee eine Bombe in die Luft ist, da ist auch der Polizeileutnant Linder, mein Find und Helfer, gewundert worden auf den verschwundenen Umweltaktivist. Ich habe ihn dann ziemlich schnell gefunden, den Pesce. Ungefähr 3 Meter über dem Boden an einem Baum am Türlersee ist er gehangen. Offenbar ist er nicht allein so weit durchgekommen. Es hat einer geholfen, aber wer? Dank dem Pesce im Handy bin ich auf den Herrn Zander gestossen, der vom Paulus zum Saulus geworden ist, vom Verwaltungsrat bei Globwinger zum Biobauer, fragt mich nicht wie. Und wie jeder rechte Schweizer Bauer hat er sehr gefremdelt und hat nichts erzählen. Auch alle anderen in dieser Geschichte waren sehr wortkarg und haben gemauert, da konnte ich pickeln, wie ich wollte. Und gerade wo sie meinem Think Tank angefangen zu gären, bin ich in eine Polizeikontrolle gekommen und wo der Linder meinen Kofferraum auftut, ist der voller Sprengstoff. Das war zu viel für ein sensibles Gemüt wie der Musil und er hat unter Vortäuschung einer Ohnmacht Ruhe gesucht und gefunden, ja, zum System in die finstere Sache zu bringen. So, wie geht's unserem Patienten? Ja, Schwester Adelheid. Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle. Oh, stellen Sie die Milchschnittenmusik an. Wieso? Das ist doch schön. Nein, das gibt Bibeli und Würm mit Ohren. Sommer wieder. Ja. Dass wir zwei uns nach all diesen Jahren wieder einmal treffen. Sie haben sich überhaupt nicht verändert, Schwester Adelheid. Immer noch die gleiche Stimmungskanone. Also nein, Musik. Wollen wir mal den Blutdruck messen? Ja, dann drucken Sie. Herr Musil, wenn Sie innen drin so gesund aussehen, täte wie außen, täte ich Ihnen glatt einen Heiratsantrag machen. Ja, Mann. Aber Sie sind ja in festen Händen, oder nimmer? Da hat es bei mir gescheitert. Francesca, die wartet immer noch im Mama Afrika und wird hoffentlich von Maloni persönlich geschützt. Und wer hat mir nur den Zettel unter den Scheibenwischer geklemmt? Ich soll im Fall Pesce nicht mehr weiter grübeln, sonst ging's der Francesca genau wie ein Pesce. Also doch lieber auf Namibia Giraffen reiten. Herr Musil? Herr Musil? Ja, genau. Also, der Herr Professor Naumer wird alles mit Ihnen besprechen. Der Professor? Der Polizist, der seit gestern Abend vor der Tür steht. Seit gestern bin ich schon so lange. Ja, Sie haben geschlafen wie ein Murmel.
Also, was ist mit dem Polizist? Mir können Sie das ruhig sagen. Der ist da mit mir nichts passiert. Aha, kein Wunder, haben Sie so einen hohen Blutdruck. Schwester Da, Adelheid. nehmen Sie ja Oxazepam. Was? Aha. Oxazepam. Wenn was ist, einfach kriegen. Ja. Gell, Herr Musik? Gute Nacht. Was heisst da zu hoher Blutdruck? Die Ohnmacht war einfach ein perfekter Fake. Musil, wenn du so weitermachst, dann kannst du dich auf dem zweiten Bildungsweg beim Bestatter als Leich melden. Aber ich hatte keine Zeit für vage Zukunftsplanungen, habe das Tablettchen ins Lavabo gespeuzt, habe im Geist einen Doppelsechser gewürfelt, was bedeutet, auf direktem Weg aus dem Gefängnis. Und das ist ohne Problem durchs Fenster gegangen. Aber wie weiters? Mein Klapp hat der Linder vermutlich in der Blümli-Halle von der Urania ausgestellt. 500 Kilo Sprengstoff im Kofferraum vom Musil findest du nicht jeden Tag. Ich habe den 14er richtig Seite genommen, habe mein Handy auf Empfang geschaltet und der Francesca angerufen, die scheinbar mehrfach versucht hat, mich zu erreichen. Avete chiamato la segreteria telefonica di Francesca Rossi. Per favore lasciate un messaggio dopo il beep. Francesca Rossi, ich bin nicht gerade erreichbar, bitte sprechen Sie nach dem Beep. Francesca, Tesoro, bitte, löt mir zurück, dringend. Mayday, Mayday. Dann habe ich es bei Maloni probiert. Ja? Ich bin's. Ich wollte wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist mit der Francesca. Philipp, Ja? hörst du mich? Ja, was sagst du? Ja, der Empfang ist miserabel. Ob du alles im Griff hast mit der Na Francesca? klar hab ich alles im Griff, sogar mein Handy. Sie hat offenbar gestern Abend im Mama Afrika auf jemanden gewartet. Ja, auf mich, da ist etwas dazwischen gekommen. Sie saß einfach nur da und da kam diese Brünette und fragte, ob ich ihr kurz mein Handy ausleihen könne. In der Zwischenzeit hat Francesca das Restaurant verlassen. Richtung Hartbrücke. Was? Ja, und danach verschwand auch die Brünette, immerhin ohne mein Handy. Sag mal, Philipp, bist du bierenweich? Ich hab dir gesagt. Weißt du, wenn wir es da zu tun haben, das sind Mörder. Ja, Killer on Demand. Hey, hallo! Sie sind doch nicht allein dran. Ja, das höre ich. Das ist doch wahr, die ewig Uhr telefonieren. Ja, ist schon recht, das der alte Latz. Das ist doch wahr, oder? Sag mal, habe ich den Tinnitus auf den Augen? Ich sehe nur lauter Pfeifen um mich herum. Sag mal, du erwartest ja nicht, dass du für deine verdammte Versagerei nur einen einzigen Rappen siehst. Du zahlst noch Schmerzensgeld, du. Jetzt dreh nicht gleich durch. Ich finde die Holde schon wieder. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Der Akku macht schlapp. Ja. Hettelat! Was jetzt da? Amateur. Wenn du nicht alles selber machst, machen es die anderen nicht oder falsch oder eben nur halb. Ich bin ziemlich hässig in mein Wohnbüro an der Schipfe. Als ich sagen bin, habe ich Francesca gesehen, wie sie auf mich wartet. Auf dem Tisch eine Flasche Barolo und 2 dampfende Teller Spaghetti Francesca. Ich habe gesehen, wie wir nachher auf dem Sofa ein bisschen zu uns kommen. Alles vierfarbig. Träum weiter, Musil. Welcome home. Wo habe ich jetzt meinen Schlüssel? Oh, sag mir, ich bin im Spital am Musil. Nein. Woher braucht es ihn zu kennen? Hat schon jemand aufgemacht? Der Samichlaus wird 2 Monate sein. Der Osterhas auch nicht. Vielleicht hat der Isler die letzten 3 Monatsmieten gerade selber geholt. Self-Service. Hallo? 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 Herr Isler? Theoretisch wäre ich im Vorteil gewesen. Aber praktisch hat er eine Pistole gehabt. Sit down. Ich habe keinen Welch. Don't fuck with me. Wo ist die Laptop? Was für ein Laptop? Come on. Was? You know very well what I'm talking about. Oh nein. Tu die Pistole von dem Kopf weg. Please. Okay. I'm gonna count to 3. If you don't talk, I'm gonna shoot you in your left leg. Then I'm gonna count to 3 again, and if you still don't talk, I'm gonna shoot you in your right leg. Answer. Now. Und dann hat's gekläffelt. Im Gegensatz zu dem Bruce Willi habe ich nämlich gewusst, dass hinter mir mein Altglas steht. Oh, oha. Das gibt eine schöne Bläule.
einen kalten Fünfleiber draufdrücken, dann gibt's keine Bühne, Mr. Mike Broskowitsch, Freikorps International. Was ist denn das für ein Laden? We serve today for a better tomorrow. Ja, dank unserer automatischen Sturmpistole. Hm? Und was noch? Autoschlüssel, den behalten wir. Man kann alles noch mal brauchen, hat der Vater immer gesagt. Visitenkärtchen von Greenpeace. Joe Katzler, das ist doch der Film von Bagheera. Mr. Broskowitsch, hast du etwa dort schon nach einem Reisekampi gesucht? Wo haben wir jetzt nur das Gafferband? Wo? Wenn du mal etwas suchst. Ja, dann. Wenn schon, Bruce, dann richtig Willis. Das ist gegen die Gaffer, weisst du? Darum heisst es auch Gaffer. Mr. Broskowitsch, ich habe noch einen Termin. So lang. Wer den Autoschlüssel hat, hat er ein Auto. Ich habe so lange auf dem Bruce Willis im Car-Key rumgedrückt, bis am Ecke Schipfen Fortuna-Gasse etwas gehornet hat. Hoppla, George, ein Porsche Cayenne. Und zwar genau der, den ich beim Zander gesehen um die Ecke fräsen. Gehört doch das Zuckermilchwägeli am Broskowitsch und nicht der Frau Zander, wie ich gemeint habe. Musil, jetzt ist höhere Mathematik und Kombinatorik gefragt. Zuerst habe ich 1 und 1 zusammengezählt und dann habe ich kombiniert. Der Broskowitsch hat im Auftrag vom Zander den Musil ausquetschen. Und jetzt ist also der Musil zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Porsche durch Zürich cruiset. Ziel Greenpeace. Ziel Person Joe Katzler. Unser Büro ist heute Morgen geschlossen. Wenn Sie als Aktivist... Der Rudi Brunner schickt mich. Ich möchte dringend Informationen über Globwinger. Wegen des Attentats? Sind Sie von der Polizei? Nein. Der Katzler hat nicht gerade ausgesehen wie einer, der im Gummiboot und im Ostfriesenerz Ölplattformen entern. Ich habe ihm kurz erklärt, wer ich bin, und dann ist er lockerer geworden. Brunner. Rudi, oh, was haben wir damals gekifft und besoffen. Hat sie ja auch. Da fällt mir ein, ich hab doch diesen Cognac, Albert de Montebert, 1977. Der fährt nach Mittelstrahl. Mit meinen Mitarbeitern darf ich sowas ja nicht trinken. Passt nicht zur Corporate Identity. Herr Katzler. Leider habe ich keine passenden Gläser. Schauen Sie mal diese Farbe. Übrigens, ein Geschenk von Al Gore. Herr Katzler, meine Assistentin behauptet, Globwinger baue illegal Uran ab. Und verkauft es vermutlich an den Iran, ja. Das haben wir als Erste herausgefunden. Beziehungsweise Janine, die hat Kontakt. Janine Guido? Kennen Sie sie? Heute war nämlich schon jemand da, der sich nach ihr erkundigt hat. Aha, wer? Ein Amerikaner. Ein Amerikaner? Ziemlich unsympathisch. Ja. Ich habe ihm nicht viel erzählt. Außer dass Janine vor ein paar Wochen überraschend gekündigt hat. Fand ich nicht so toll. Gerade als unsere Top-Aktivisten in Russland im Gefängnis saßen und die Telefone nicht stillstanden. Janine war schon immer etwas, wie soll ich sagen, fahrig. Jedenfalls haben wir noch keine handfesten Beweise, was den Iran angeht. Und dann hat er mir erzählt, wie Globwinger in Gegenden zuschlägt, wo andere Firmen lieber Finger davon lassen. Je ungemütlicher die politische Lage, umso gemütlicher richtet sich Globwinger ein. Oder den Kongo. 2/3 der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Jedes 5. Kind stirbt. Dabei gibt es neben Erzen, Diamanten, Erdöl, Tropenholz auch fruchtbarste Böden, aber die Korruption, Herr... Wie war Ihr Name? Musil von Musil. Die Korruption, Herr Musil, ist Gold für einen Rohstoffgiganten wie Globwinger. Demokratie wäre für die eine Katastrophe. Aber sagen Sie, Uran im Kongo? Ich habe gemeint, das wäre in Australien oder was weiß ich, wo sonst noch abgebaut.
Herr Musil, die Atombombe von Hiroshima wurde aus Uran einer Mine in Kongo hergestellt. Dort gibt es heute noch das reinste, natürlichste Uran der Welt. Bio quasi. Seit 2004 ist der Abbau zwar offiziell verboten und nach seiner Wiederwahl vor ein paar Monaten hat der Präsident der Demokratischen Republik Kongo angekündigt, er werde dafür sorgen, dass in seinem Land kein Uran illegal mehr abgebaut wird. Man werde nur noch saubere Minen betreiben. Saubere Minen, stellen Sie sich vor. Kongo werde ab sofort ein blühendes Paradies. Aber heimlich Uran abbauen, wie geht das? Ganz einfach. Das Uran wird von Bergmännern oder Kindern aus offiziell geschlossenen Minen abgebaut und an Zwischenhändler verkauft, die von Dorf zu Dorf oder von Mine zu Mine fahren. Dann hat er mir von BB erzählt, die verstümmelt oder ohne Kopf auf die Welt kommen. Nichts für sensible Gemüter wie der Musil. Der radioaktive Staub aus den Minen dringt ins Grundwasser, in die Luft, in die Baumaterialien. Und die Minen, wem gehören die? Minenrechte werden in Kongo verkauft wie hier Gipfeli beim Bäcker. Mit dem Unterschied, dass die Transaktion nicht im Laden, sondern im Hinterzimmer stattfindet. Sie trinken ja gar nichts. Später. Sagt Ihnen der Name Zander etwas? Der ehemalige Verwaltungsrat. Naja. Jemand, der so plötzlich zurücktritt, der ist entweder schwer krank oder er will aus guten Gründen nichts mehr mit dem Verein zu tun haben. Vom Pesche hat er nie gehört haben. Und wer den Anschlag auf Globwingen könnte verübt haben. Herr Musil, ich bin Wissenschaftler und nicht Kriminalist, aber unter uns, dass beim Attentat auf Globwinger der Fahrer ums Leben kam und nicht dieser Verwaltungsrat Kingsley. Wissen Sie, was dieser Ex-Legionär über die Dürre in der Sahelzone gesagt hat? Wissen Sie das? Da hat's mich fast vom Stängeli gehauen. Der Kingsley, ein Ex-Legionär. Ich habe wieder einmal 1 und 1 zusammengezählt. Ist nicht der Niedecker-Ferry auch so ein wüster Sohn gewesen? Und kennen die sich vielleicht sogar? Mit meinem gelähmten Porsche bin ich direttissimo Richtung Cinderella, am Ferry Niedecker seiner Füdli-Schür. Nach dem letzten heftigen Tête-à-Tête, wo er und sein Schnüffeli hatten, habe ich ihn dort nicht erwartet. Aber die Maggie, sein Schnüffeli, hat wahrscheinlich Dienst gehabt. Und tatsächlich. Sie hat allerdings nicht gut ausgesehen. Rechtsfeier, die du da hast, ist das Blümchen ein Geschenk von so einer Liebe, wie die einmal... Wenn du etwas trinken willst, dann sag es und sonst sicher. Wo ist der Ferry? Ich rede mit dir. Lass mich los! Weißt du, er hat ihm gesagt, wenn ich einmal mit dir rede... Ja, dann schreib mir's auf. Ist jetzt auch egal. Er wohnt in der Müllerstraße 54, in Minenhof. Aber ich habe dir nichts gesagt. Bitte. Danke, Töchli. Kann ich da mal mit telefonieren? Hast du kein Handy? Da. Hat der Energieabfall? Bitte schön. Avete chiamato la segreteria telefonica di Francesca Rossi. Per favore lasciate... Verdammt. Hier ist der Anrufbeantworter. Hier ist der Anrufbeantworter von Philipp Meloni, Privatdetektiv. Ich bin gerade im Einsatz oder sonst wie unabkömmlich. Sie können mir einen... Können wir den Buckel abrutschen? Kopf, Stutz, warum ruft dann keiner zurück? Ich habe angefangen, mir ernsthaft Sorgen um Francesca zu machen. Das Handy konnte ich nicht einschalten, sonst hätte mich die Kantonspolizei geschmückt. In der Müllerstraße war niemand daheim. Die Läden unten, kein Licht, nichts. Also habe ich beschlossen, dem kranken Zander noch mal ein Psychli abzustatten. Vielleicht hat er ja auch einen Weg in der Wüste gemacht. Könnte ja sein. Nach gefühlten 10 Minuten unter einem Radarfallen bin ich beim Biobauer gelandet. Sicherheitshalber bin ich im Auto hinter den verdunkelten Fenstern geblieben. Für den Fall, dass der Zander das mal die Hunde an der langen Leine hat. Mr. Broskovic, open the window. Heute ohne Hunde. Mr. Broskovic, what is going on? Where is my husband? I can't hear you. Open the door. Grüezi, Frau Zander. Hier? Was macht ihr hier? Im Wagen von Herrn Broskovic. Er hat mir eine Leihweise überlassen. Wer gerne mitkommen hat, aber ein bisschen Kopfweh. Ein Gruß. So? Frau Zander, was ist mit Ihrem Mann? Was soll schon sein? Er hat einen Termin wegen der Solaranlage.
Während sie irgendeinen Kabis von wegen er habe einen Termin wegen der Solaranlage auf dem Dach brösmelt, geht mir doch fast zufällig der Car-Key auf den Boden. Ich habe mich gebückt und so das Flugbillett studieren, das sie in der linken Hand hatte. Destination Kinshasa. Profimässig Musil. Können Sie in die Ferien? Oder begleiten Sie am Ende Ihren Mann zum Klassentreffen von der Fremdenlegion? Was? Ich fliege auf Kinshasa. Ich bin Schirmherrin von der Stiftung Rettet Kongos Kinder. Schirm? Ja, was? Ich muss noch backen, was wollen ihr? Ihr Freund, Herr Broskowitsch, hat bei mir einen Laptop gesucht. Ja und? Aber heute, wer seid ihr? Mein Name ist Musil von Musil & Musil Private Investigation und ich ermittle im Mordfall Bertschi und Ihr Mann ist damit verwickelt. Also, entweder Sie antworten mir oder Ihren Bio-Bauernhof sehen Sie demnächst aus dem vergitterten Fenster von der Strafanstalt Postadel aus. Ich weiss nicht, von was ihr redet. Und jetzt geht bitte. Warum ist Ihr Mann als Verwaltungsrat plötzlich zurückgetreten? Frau Zander. Ihr müsst aufpassen. Ihr müsst aufpassen. Wiedersehen. Wiedersehen. Musil, das Traumpaar Zander fischelt. Und gewaltig. Fliegt Frau Biobüri nach Kinshasa, kurz nach dem Attentat auf die Rohstoffbude. Rettet Kongos Kinder. Ja, so siehst du aus. Rettet Zanders Aktien. Wo ist überhaupt unser reizender Biobauer, will ich ja gerne wissen. Kommt mir bald vor, wie mein Vermieter Riesler seine Katze, die am eigenen Schwanz nachsäckelt, immer im Kreis rum. Und dann hat der Musil einen kapitalen Anfängerfehler gemacht. Ich wollte nur schnell schauen, ob Francesca mir eine Nachricht auf meinem Handy hinterlassen hat. Hoppla, jetzt habe ich meine Schwein gehabt. Gut hat ein Porsche Servolenkung. Wenn das Francesca ist. Musil und... Linda am Apparat. Herr Musil, Sie machen uns Sorgen. Wer ist mir? Der Chefarzt vom Triemli-Spital, der Professor Naumer und ich. Ja, was? Hey, Musil, es ist ernst. Was? Ja, man hätte es Ihnen ja nie persönlich können sagen, weil Sie sich selber aus dem Spital entlassen haben. Ja, ich hatte einen Termin bei Mike Broskowitsch, Freicarp International. Können Sie ja interessieren. Ein kleiner Gratistipp von mir. Und nehmen Sie Frau Zander und Ihren Mann, den Ex-Verwaltungsrat von der Globwinger, unter die Lupe. Sie ist unterwegs für die Stiftung Rettet Kongos Kinder. Es besteht Fluchtgefahr. Also Musil, das ist nicht Ihren Ernst. Ja. Sie hauen vom Triemli ab und erzählen mir von Fluchtgefahr. Jetzt lassen Sie. Erstens kümmere ich mich um Mord und nicht um Stiftungen. Und zweitens rate ich Ihnen, denken Sie mehr an Ihre Gesundheit als an die von Kindern im Kongo. Es geht um illegalen Uranabbau und Lieferungen an Iran. Hört Sie endlich auf, sich in Politik einzumischen und irgendwelche Verschwörungen in die Welt zu setzen. Herr Musil, Sie sind ein Kandidat für einen Herzinfarkt. Ja, wer ist das nicht? Ja, der Herr Professor Naumer hat mir die Laborwerte gezeigt. Er vermutet, dass Sie schon mehrere Aussetzer gehabt und lässt ausrichten, eine grosse Aufregung und es könnte Ihre letzte sein. Ja. So, und jetzt eine Empfehlung von mir. Nicht als Polizist, sondern als Kollege. Wir kommen Tränen. Kommen Sie zurück. Dringend. Sie wollen doch fit sein für Ihre Pensionierung. Wieso Pensionierung? Zwangspensionierung, besser gesagt. Mit dem Strafregister, wo Sie gerade stündlich anhäufeln, schaffen Sie es nie mehr zurück im Beruf. Ich warte auf Sie. Im Triemli. Ich hatte das Gefühl, ich müsste mit im Sommer die Heizung anstellen. Francesca hat auch schon angedeutet, ich sei ein Kandidat für eine Herzbaracke. Ja, Junkfood und zu wenig Bewegung. Andererseits, Musil, das musst du auch positiv sehen. Wenn der Herzfehler der einzige ist, den ich habe, dann ist eine Menge Frau zu Zürich neidisch auf mich. Francesca, Tesoro mio. Nein, das ist Bertschi. Herr Musil, bei uns ist eingebrochen worden. Oha, was ist vorgekommen? Das ist es eben. Nichts. Aha, ich bin unterwegs. Ich hätte auch alles liegen lassen und ins Triemli zur grossen Inspektion. Kleine Hafenrundfahrt inklusive. Aber dann hätte mich der Linde genau dort gehabt, wo er seit Jahren davon träumt.
Der Musil in der U-Haft im 6. Zimmer. Und beweise mal vom Krankenbett aus, dass du kein Gefahrgutspediteur bist. Und vor allem probier, ans Bett gefesselt deinen Schatz zu schützen. Musil, gang deinen Weg. Gut, dass Sie so schnell kommen konnten. Da, schaut. Oha, da haben Sie meine Gründli geschafft. Haben Sie es der Polizei gemeldet? Ja, auch eine Zuckerei. Die kümmern sich doch um Fußballrodis, aber nicht um uns. Also, wer so einen Tsunami in einer Wohnung anrichtet und sogar noch da in der Küche, der sucht etwas Bestimmtes. Haben Sie eine Ahnung was? Wenn ich das wüsste. Es ist ja so, Ihr Sohn hat sich nicht umgebracht. Hm? Er ist umgebracht worden. Was? Mord. Vielleicht haben Sie ja jetzt eine Idee, was der Einbrecher könnte gesucht haben. Mord. Jesus Maria, hilf. Nach dem 3. Maria Hilf und einem Pflümli haben die beiden sich beruhigt. Ich habe es von Anfang an gesagt, unser Pesche bringt sich nicht um. Der Herr Musil hat recht. Wenn wir wissen, was mit dem Pesche passiert ist, dann müssen wir alles wissen. Mary, wir haben versprochen. So, nehmt jetzt den Herd vor. Oh, Mary. Oh, Mary, jetzt hilf mir gescheiter. Noch nicht. Halt, so ist das Kabel, das ist kein Seehüter, da ist Atomstrom drauf. Jetzt müssen wir die Kacheln einschlagen. In der Schublade hat es einen Hammer. So. Ja, hat er. Was das Bertschis eingemauert haben, war nicht etwas Lindtuch von Felix und der Regula, sondern der ominöse Laptop. Da hätte der Broskowitsch noch lange beim Musil an den Schipfen rumnodern. Ich habe ihn subito gestartet. Da ist ja gar nichts drauf. So, Kurt, du kennst die Ausmachitzen. Moment. Ich glaub's ja nicht. Hat mir doch der Bertschi wie ein Lausbub zugeplinzelt und angefangen rumzudöckeln. Ctrl-Alt-Delete, Paste und Copy, Drag and Drop etc. Und siehe da, die Festplatte ist nicht auferstanden. Das habe ich gedacht. Ich musste handeln. Entschuldigen Sie, könnte ich einmal Ihr Telefon bitte? Meins hat einen Energieabfall. Ja. Das im Gang. Danke, Hefri. Rosi? Francesca, endlich! Was heißt endlich? Ich habe die ganze Nacht versucht, dich anzurufen. Irgendwann habe ich es aufgegeben. Ja, ich musste den Kolben ausschalten. Fink-Kontakt. Tesoro, ist bei dir alles in Ordnung? Das fragst du mich? Nachdem du mir diesen Privatdetektiven auf dem Hals gehetzt hast? Warum lässt du mich plötzlich überwachen wie come una delinquente? Ecco, una delinquente. Ja. Franz! Habe ich meine Francesca wieder einmal völlig unterschätzt. Nachdem sie eine halbe Stunde in Mama Afrika auf mich gewartet hat, hat sie Shinzen Maloney seine Stimme gekannt. Frag mich nicht, warum. Dann hat sie den Blind genommen und die Blindschleichen hinten rein. Zuerst habe ich gedacht, vielleicht lässt mich Maximilian bespitzeln. Maxi, dein Bankenfreund? Er ist nicht mein Freund, sondern mein Partner, Franz. Er investiert mit der Bank von deinem Vater Millionen in die Forschung. Millionen? Ja, für die Energiewende in der dritten Welt. Wie hast du überhaupt herausgefunden, dass ich den Maloney geschickt habe? Zuerst habe ich ihn abgehängt. Doch er ist wieder aufgetauscht. Und da wurde es mir zu dumm. Und ich habe ihn einfach angesprochen. Und jetzt trinken wir zusammen Whisky. Ja, und nun erklär mir, was los ist. Hm? Ich habe ihr kurz erzählt, was bisher geschah. Und dann haben wir abgemacht, sie geht mit dem Maloney zu ihm heim und ich komme später dann auch. Francesca, jetzt musst du mir helfen. Du hast doch sicher auf der Bank irgendeinen ehrenamtlichen Computerfreak, der einen Laptop knacken kann und dann kann drin rumnuren. Bring den mit heute Abend. Bene, d'accordo. Aber unter einer Bedingung. Du versprichst mir, unseren Urlaub nach Namibia nicht weiter zu sabotieren. Privatdetektiv Ehrenwort. Bene. Ich habe das Bertschis in ihrer Baustelle allein gelassen und bin mit dem komatösen Gerät Richtung Maloney. Aber via Ferry an der Müllerstrasse. Das Mal ist die Tür offen und die Wohnung bis auf ein altes Telefon an einer langen Schnur, einer teuren Yucca-Palme und einer Reisetasche leer gewesen. Auch vom Ferry keine Spur.
Unterhosen, Liebling, Socken, Erste Hilfe. Aber kein Zahnbürstchen. Merkwürdige Wochenendpackung. Ferry, von was und von wem säckelst du davon? Wenn das der Wolf ist, dann bin ich's Geißel. Ferry! Bist du da? Ferry! Janine! Janine, warte! Janine, warte! Sie ist auf ihr Velo, ich hinten rein auf meinen alten Mokassin. Janine! Was für Futre! Da kannst du fitten, wie du willst. Wenn du im besten Alter bist, fahren die jungen Frauen sogar auf 2 Rädchen einfach davon. Ja, nu. Janine, der Ferry ist im Fall verhaftet. Er hat alles zugegeben. Janine! Janine, pass auf! Janine! Hurensohn, Velofahrer, könnt ihr nicht aufpassen? Hey, halt da! Da ist Fahrerflucht! Nicht schnurren! Schafsäckel! Oh, ein Deckel nochmal! Ist alles okay bei dir? Au. Ja, der Blut ist zwar nicht schlecht. Komm, wir gehen in seine Wohnung. Dort oben hat sie so ein Erste-Hilfe-Säckchen, habe ich gesehen. Komm, geht's? Ja, es geht so lala. Ferry ist verhaftet? Vor einer Stunde haben sie ihn geschnappt. Ich habe noch keine Details. Woher kennst du ihn überhaupt? Ja, ich kenne Ferry über Pesche. Der Pesche? Ja, Pesche habe ich kennengelernt auf einer Demo gegen Kaiseraugs. Das ist also ein Zeitchen her. Ja, Moschnu. Wir waren eine Zeit lang zusammen. Aber er war so chaotisch und aua. Er hatte nie Geld. Und dann, er wurde militant. Er hat einen Polizist geschossen. Ja, ich weiß. Dann? Ja, als er aus dem Gefängnis kam, er hat mir gesagt, er will wieder mit mir zusammen sein. Und ja, aua. Ich habe ihm gesagt, leider, ich kann nicht weiter so in seine Chaos. Und ich habe ihm von meiner Recherche über die illegale Abbau mit Uran erzählt. Aber ja, ich hatte nicht genug Beweise, um etwas bewirken zu können. Da hat Pesche gesagt, er kennt jemanden, der hat sehr gute Kontakte im Kongo. Aha. Der Ferry? Ja, Ferry hat früher in die Fremdenlegion gekämpft. Und zwar mit Jack Kinsley. Was? Ja, er war sein Kolonel. Dann später Kolonel und Verwaltungsrat von Globfinger. Und der hat Ferry einmal zu einem, wie sagt man das schon, Himmelskommando geschickt. Himmelfahrtskommando. Warum? Er hat Verbrennungen im Gesicht und du weißt, da überall im Körper. Ja. Das hat der Kinsley nie verzeiht. Ja. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ja. Aber nach dem Anschlag auf Globwinger habe ich sofort gedacht. Ja, der Ferry hegt die Bombe, ja. Ja, wer sonst? Ja. Er war bei die 4. Kompanie von die Fremde Legion. Weißt du, die sind spezialisiert mit alles in die Luft jagen und. Ich habe jetzt noch andere Spezialisten, Janine. Die Polizei sagt zum Beispiel, der Hauptverdächtige in dem Fall sei der Pesche. Sie haben den Zeugen. Das kann aber gar nicht sein, weil wo es getatscht hat, ist der Pesche nämlich schon da gewesen. Warum hat er sich umgebracht? Ich erzähle das oben in der Wohnung. Im Ferry habe ich sie notdürftig verarztet und ihr alles gesagt, was ich gewusst habe. Fast alles. So, jetzt wollen wir da noch ein bisschen desinfizieren. Ach, dann jetzt brennt es. Ja, das ist nicht so schlimm. Was willst du eigentlich vom Ferry? Jemand ist in meine Wohnung eingebrochen. Ich dachte, vielleicht weiß Ferry etwas.
Wegen Pesche, was er mir sagen wollte. Was? Der Pesche? Ah, natürlich, das SMS. Hallo, was ist mit Fischinfo und der Fisch? Ist der Zander? Dass ich doppelt nicht früher drauf gekommen bin. Jedenfalls, Pesche wollte mir etwas Wichtiges über ihn sagen, aber ich habe es nie erfahren. Und jetzt? Warten wir auf die Ferien und sehen ihn aus. Comment? Ich dachte, er ist geschnappen. Ja, kannst denken, Nägeri. Musil, jetzt ist Zeit für einen Zwischenhalt. Das Attentat auf Glaubwinger war also ein Racheakt vom Wüstensohn Ferry an seinem Wüstenvater Kingsley. Gleichzeitig hat aber der Pesche offenbar brisante Informationen über Glaubwinger gehabt. Und wo sie gemerkt haben, dass ich meine Nase in ihren Dreck stecke, haben sie den Bruce Willi auch auf mich gehetzt. Ist der Moment auch der, der der Pesche an die Waldluft gehängt hat? Das alles hat aber immer noch nicht die Frage beantwortet, was der kranke Zander und seine Biobüre mit dem Ganzen zu tun haben. Ich habe dem Ferry sein Telefon genommen. Linder? Musil? Der Herr Musil. Sagen Sie, Herr Linder, ist eigentlich schon eine Belohnung ausgesetzt für Hinweis auf den Attentäter von Glaubwinger? Nein. Ja, dann habe ich einen Gratis-Tipp. Ja. Ferry Niedecker, Pächter von Cinderella, sieht nach einer Abrechnung unter ex-fremden Legionären aus. Vermutlich ist er dabei, sich ins Ausland abzusetzen. Oh, was ist jetzt da wieder für ein Kabis? Musil, ich habe keine Zeit. Wir haben noch eine Weile gewartet, falls der Ferry doch noch auftaucht. Aber nichts. Nada. Schliesslich habe ich Janine heimgeschickt und bin zum Maloni. Franz, finalmente. Bist du gesund? Geht's dir gut? Gott sei Dank. In was für eine Geschichte bist du wieder geraten? Ja, sag mir. Das Leben als Privatdetektiv ist eben kein Sonntagsbrunch, Frau Rossi. Apropos Kaffee und Kuchen, es ist angerichtet. Du hast aber nicht etwa ein schlechtes Gewissen, weil du das Zielobjekt aus dem Visier verloren hast. Oh, das Zielobjekt, Franz, war deine Freundin. Und wenn du von mir noch einmal als Zielobjekt sprichst, schlafen wir in Zukunft in getrennten Betten. Okay, das Wort habe ich schon deletet. Ah, das ist unser Computerspezialist. Ich mach auf und lass den IT-Heini rein. Schau mal da, die Cremeschnitte sind auch von letzter Woche. Aktion 50%. Maloni, der ist nicht für mich. Linda, Kriminalpolizei. Was? Darf ich quartieren? Gratis Kuchen. Oh, immer bringst du mich in so unmögliche Situationen. Maloni. Ich bin ans Handy von der Freundin von Herrn Musil, wo polizeilich gesucht wird, geortet. Und wo die Frau steckt, ist meistens auch der Mann. Das kenne ich andersherum. Herr Maloni, Sie werden doch nicht wegen Behinderung einer Ermittlung in einem Mordfall in Konflikt mit der Justiz kommen. Philipp, wer ist da? Herr Lindner. Lindner. Frau Rossi befindet sich aus beziehungstaktischen Gründen hier. Mit Herrn Musil. Sie verstehen, was ich meine. Was? Sie und Frau Rossi? Philipp, Amore, kommst du? Ja, gleich. Ich muss nur noch rasch einen Polizisten verabschieden. Sie sind soeben Zeuge meines ganz privaten Intimlebens geworden. Intim? Und das soll auch intim bleiben. Mach mal um. Da geht's nicht. Da geht's einfach nicht. Die Welt versinkt im Sumpf. Und ist der Privatdetektiv zufrieden? Oder sollen wir die Bettszene wiederholen? Sollst du dich beim Radio melden mit dieser Stimme? Verdienst bestimmt mehr. Und was ist mit mir? Anna Magnani ist ein Dreck dagegen Person. Philipp, Amore, kommst du? Auf das aber hat der Maloni mit einem Whisky seine Stimme entkalkt und mir unsere geölt. Dann ist endlich der IT-Spezialist von der Francesca angetanzt.
Es ist nicht lang gegangen, hat er am besten seinen Laptop wieder unter die Lebungen geholt. Und jetzt ist es immer mysteriöser geworden. Das Einzige, was auf der Festplatte war, war ein Film. Offenbar eine Geheimaufnahme. Und was man gesehen hat, war eine Bombe. Der Verwaltungsrat Kingsley überreicht dem Präsidenten vom Kongo in einer Hotelsuite ein Köfferli. Und was ist drin? $, bis an den Rand. Dann hat der Präsident zu einer Dankesrede ausgeholt. With this generous help, it will be no problem to win the vote. You should not worry about the uranium decomposition. The officially closed excavation... Francesco, hilf, ich verstehe kein Wort, ich kann nicht welsch. Er sagt, mit dieser großzügigen Hilfe wird es nun kein Problem sein, die Wahlen zu gewinnen. Kingsley soll sich wegen der Uranabbau keine Sorgen machen. Die offiziell geschlossenen Minen werden von der Präsidialwache bewacht und die ist ihm unterstellt. Maloli, der Kaffee ist grauenhaft, solltest du mal den Filter wechseln? Still. Er sagt, Kingsley soll aufhören, sich über alles Sorgen zu machen. Die Rebellen sind kein Problem. Ich bin der Garant von der Verfassung. Und man garantiert Sicherheit nicht durch Verhandlungen. Das Problem ist vielmehr die Journalisten und Terroristen von Ökologie. Don't worry about the journalists and the terrorists. We have excellent relations with Freecorp International. Kingsley, der Dreckstier. They are very professional. Habe ich es doch gewusst. Auf meinen Instinkt habe ich mich noch immer verlassen. Hat sich also der Broskowitsch von der Freecorp International im Auftrag von Kingsley um unbequeme Journalisten gekümmert und gewunderfitzige Privatdetektive. For a better tomorrow. Fragt sich nur better für wer. Und vermutlich hat er auch den Pesche auf dem Gewissen. Jetzt habe ich verstanden, warum der Broskowitsch so scharf auf den Laptop war. Das Filmli hat nicht nur Globwinger in Scheissdreck geritten, sondern auch seine Drecksbande von der Freecorp. Musil, gleich geht das Rohstoff-Sudoku auf. Stellt sich nur noch die Frage, wer den Politporno gefilmt hat. Ich hatte da so eine Vermutung. Eine halbe Stunde später habe ich den Porsche in der Drop-Off-Zone vom Flughafen Kloten abgestellt. Entschuldigung. Grüezi. Der nächste Flug auf Kinshasa. Moment. Das ist mit der Air France via Paris, Terminal 2. Danke. Da müssen Sie aber pressieren, es geht schliesslich 10 Minuten. Ja. Terminal 2. Paris, Zütige. G34. Vor dem Schalter habe ich sie gesehen. Frau Zander? Herr, was wollt ihr von mir? Ihr seht doch, dass ich... Sie haben Geldübergabe vom Herrn Kingsley am Präsidenten von Kongo heimlich gefilmt. Was? Könnt ihr noch lauter reden? Wenn es muss sein, schon. Ich bin gut bestimmt. Und für wer sind das mal die Millionen im Köfferli? Kommt. Herr Musil, ich sage euch jetzt etwas. Und den will ich nie mehr von euch hören. Versteht ihr mich? Nie mehr. Ja. Mein Mann und ich haben jahrelang als Kurier gearbeitet. Mein Mann hat mir immer gesagt, es sei im Interesse der Firma. Das sei absolut gängig und indirekt käme das auch den Angestellten zu gut. Ich habe das geglaubt. Mir keine grossen Gedanken gemacht. Wir haben ein schönes Leben geführt. Mit Golf und Ferien in der Karibik. Vom Kongo haben wir nur den Flughafen, 4-Sterne-Hotels und Nationalparks kennt. Irgendwann haben wir aber angefangen zu zweifeln. Mein Mann hat recherchiert und als er herausgefunden hat, wie Glaubwinger lässt Kinder heimlich in offiziell stillgelegte Minen arbeiten, das Land versucht, keine Steuern zahlt und das Geld nur dem Präsidenten und seiner Entourage dient, hat er auf der Leitungsebene unbequeme Fragen gestellt. Ihr könnt euch vorstellen, wie das auch ist. Ein Jahr lang ist er gemobbt worden. Als er gedroht hat, an die Öffentlichkeit zu gehen, hat der Kingsley ein finanzielles Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Und so ist mein Mann unter dem Vorwand von Gesundheitsproblemen zurückgetreten. Und der Film? Bei meinem letzten Besuch in Kinshasa
habe ich einen Mitarbeiter vom Geheimdienst bestochen. Er hat eine Kamera in die Lampe eingebaut. Mein Mann hat den Film an einen Aktivist übergeben, unter der Bedingung, dass er nichts von ihm erwähnt. Der Pesce Berci. Genau. Dann haben wir ewig nichts von ihm gehört. Aber plötzlich hat der Herr Berci das Velo verhandeln. Ich nehme an, er hat Geld gebraucht. Das hat mich sehr enttäuscht. Mein Mann hat das mit ihm besprechen, aber wenn er ihm angerufen hat sich der Herr Berci scheint schon umgebrungen gehabt. Warum weiss ich nicht. Was ist mit Ihrem Mann? Ist er auch ein Ex-Kumpel von Broskowitsch? Ach, Scheissdreck. Der Kingsley hat uns den Amerikaner geschickt. Er hat gemeint, mein Mann steht hinter dem Anschlag auf Glaubwinger. Der Broskowitsch hat meinem Mann seine SIM-Karte eingesteckt. Der Kingsley bleibt ein Kontrollfreak, ein absoluter Diktator. Als ihr zu mir gekommen seid, war mein Mann gerade bei ihm. Er hat mir so auf die Knie und schwören, nichts zu wissen. Gibt es noch eine Kopie von dem Film? Ich muss jetzt auf den Flieger. Frau Zander. Und damit ihr auf keine falschen Gedanken kommt. Meine Stiftung gibt's. Und wir bewirken etwas, direkt, vor Ort, bei den Leuten. Herr Müsil, wir haben nie miteinander geredet. Ja, so du. Das ist Jakobs Krönung. Hat der Pesce einen Zanderer pressen und vergessen, dass ein Hai dahinter wartet. Und mit dem Stutz hat er seine Ex Janine zurücklöken. Pesce, schau, ohne Frau ging's auch. Aber der Kalenderspruch hilft ihm jetzt auch nicht mehr. Für mich war der Fall erledigt. Ich musste nur noch nach Tschipfen, den Broskowitsch abholen, am Linder übergeben, der Familie Berci Bericht erstatten und meinen restlichen Lohn einkassieren. Ja, und Francesca, alleine, beim Maloni, umgarnt von seinen Stimmbändern. Musil. Maloni. Ich bin's. Und? Alles in Ordnung? Bei mir ist immer alles in der Ordnung. Deshalb lasse ich auch nie jemanden bei mir aufräumen und putzen. Nicht mal deine Francesca. So. Franz, der Film ist weg. Was sagt sie? Der Film ist weg. Philipp, lass mich ans Telefon. Franz? Ja? Philipp wollte schnell eine Flasche Whisky holen. Als er weg war, ist ein bewaffneter Mann ins Zimmer gestürmt, hat den Laptop genommen und ist verschwunden. Was? Es tut mir so leid. Sag, wie hast du ihn nicht verhaftet? Oh, das Spitze die Godzilla, enorme. Also ein Bodybuilder-Typ so? Ja. Ist ein Amerikaner? Ja, ich glaube, ja. Was machen wir, Franz? Plötzlich bin ich wahnsinnig müde geworden. Hat sich der Broskowitsch also befreit. Nur weil der Musil zu faul war, den Bostitsch zu holen. Künstlerpech. Wie er den Maloni gefunden hat, war mir auch klar. Mein Schreibtisch hat schon immer genäpft und ich habe dem Maloni seine alten Visitenkärtchen unterlegt. Und als er sich freigerankt hat, sind sie wahrscheinlich rausgerutscht. Ich bin seltenmässig im Seich. Ich habe ein bisschen Wind um die Ohren gebraucht und den findest du am besten in einem Porsche Cayenne mit offenen Fenstern, scharf wie Pfeffer. Musil. Jetzt heisst's zurück nach Kuhl-Kornplatz oder nimm eine Karte von Johnson. Ein Neuanfang ist immer eine Chance, Mr. Private Detective. Hey, schau auch da, der Musil hat einen Fahrgast. Der Wüstenveteran Kingsley persönlich. Nicht so depressiv. All's well that ends well, as Shakespeare said. Actually, Shakespeare hat dies gestohlen, wie er ja alles gestohlen hat. Aber wer gut stiehlt, lebt lange gut. Das ist nicht Shakespeare, but Kingsley. Aber genauso profound. Mr. Musil, schauen Sie. Wir haben den Film. Mr. Berci Jr. ist von uns gegangen. Janine Guidou hat eben unser großzügiges Angebot angenommen, in unserem zukünftigen Kompetenzzentrum für nachhaltige Energien in der dritten Welt zu arbeiten. Ach so? Yes. Es ist eine Art Non-Profit Joint Venture Project. Unsere Partner sind die von Arx Bank und die Musil Bank. Your friend Francesca Rossi ist da sehr involviert, isn't she? Very nice person. Very competent, höre ich. Well, bleiben Sie, Herr Musil.
Ich bin unkäuflich, Herr Kingsley. Ich weiß, dass Sie mit der Zürcher Polizei Probleme haben. Ich habe exzellente Kontakte zu dem Staatsanwalt. Ein Telefonat und Sie können ohne Problem mit Ihrer Freundin nach Namibia fahren. Überlegen Sie es sich. Da gibt's nichts zu überlegen. Es gibt immer etwas zu überlegen. For instance, wissen Sie, wer den Anschlag gegen mich durchgeführt hat? Finden Sie den Mann und ich zahle Ihnen einen Spitzenbonus. Sagen wir 500.000? Steuerfrei? Think about it. Kannst denken, am Füdli ist fester, aber nicht windstill. Auch wenn der Musil nicht im Rinder sein liebster Freund ist, steht er ganz auf seiner Seite, auf Seite vom Gesetz. Der Mr. Musil kannst du auch mit einer halben Tonne nicht ruhig stellen. Kaum bin ich dann aus der Drop-Off-Zone rausgefahren, ist mir im Rückspiegel ein dunkelblauer BMW aufgefallen. Und wer sitzt am Steuer? Der Willy Bruce alias Broskowitsch. So, Musil. Jetzt gibst du diesen 500 Rössli mal die Sporen und dann kannst du zeigen, was du im Antischleuderkurs gelernt hast. Theoretisch hätte ich es können, aber praktisch war der Bruce immer ein Muckenfürzchen schneller gewesen. Kurz vor Opfiken schneidet er mir den Weg ab, dass ich mit dem Porsche fast ein Dreifachsalto mit Seitwärtsrollen gemacht habe. Im Sternenöhrlichen hat er es nochmal probiert, hat mich scharf überholt, hat aber den 14er von unten nicht gesehen. Ich schlänze rechts aufs Trottoir und will zurück auf die Straße. Und dort will aber gerade eine Gucci-Handtasche auf Krokosandaletten drüber. Ich mache einen U-Turn und lande voll auf dem Ladentisch von der Zoohandlung Arakanga. Der Bruce nebendran in einer abgestellten Strassenwalze vom Tiefbauamt. Aua. Bald sind Sie Stammkunde bei uns, Herr Musil. Ja, ganze Jahre Rabatt, merke ich. Nein, aber beim dritten Besuch ist das Röntgen gratis. Aber dass Sie sich einfach so aus dem Staub gemacht haben, das war nicht sehr vernünftig. Die Vernunft, Schwester Adelheid, ist des Herzens größte Feind. Wenn Sie meinen. Apropos Herz. Der Herr Professor Naumer hat sich noch persönlich bei Ihnen entschuldigen wollen für die Verwechslung. Aber er hat eben dringend nach Köln müssen. Bleibt unter uns, der Kassensturz erfahrt es nicht. Oh, nein, wirklich. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwann Blutwert von einem Patient vertauscht worden sind. Ausgerechnet bei Ihnen. Einmal ist immer das erste Mal. Der Wein da ist übrigens vom Laborchef. Oha, Barolo Matteo Correggiolo dei Preti, super. Schwester Adelheid, könnte mir diese Verwechslung nicht ein bisschen länger geheim behalten? Aber Herr Musil. Da liegt er, unser Raser. Moin Musil, immer wieder für eine Überraschung gut. Lebensgefährliche Überholmanöver mitten in der Stadt und dann im Karacho in eine Zoohandlung. So haben wir auch die Zeiten gehabt. Entschuldigen Sie, aber der Herr Professor Naumer hat gesagt, keine Aufregung. Ich muss mich aufregen und denken Sie her. Das ist ja gut, Schwester Adelheid. Also dann, ich lasse die Herren allein. Aber gell, schön ruhig bleiben. Herr Musil, ich muss mich bei Ihnen bedanken. So? Ja, für Ihren Tipp. Unsere französischen Kollegen haben den Ferry-Niedeka am Euro-Airport Basel-Mühlhausen geschnappt. Er hat alles zugegeben. Bundesrätin Sommaruga hat mir jetzt gerade persönlich gratuliert. Gratulieren? Ja. Und der Chief Executive Officer Kingsley von der Glaubwinger hat uns ebenfalls gratuliert. Gratulieren. Sehr ein sympathischer Mann. Hat mich sogar noch zum Golfen eingeladen. Gratulieren. Als Dank verzichte ich auf eine Strafanzeige gegen Sie. Ihr Auto können Sie auch wieder in Empfang nehmen. Das ist fein.
Das Dynamit hat tatsächlich die gleichen Spuren aufgewiesen wie die am Seil von Pesce-Berci. Alles von Mike Broskowitsch, wie Sie gesagt haben. International gesuchter Profikiller. Eben. Und die Chance, dass er uns aufwacht, liegt leider bei ca. 0%. Wenn sie nicht wie ein Rennpilot durch die Gegend gerastet wäre, könnte er aussagen. Und wir wüssten jetzt, was dahinter steckt. Globwinger steckt dahinter. Gottfried Stutz, das sind Säuhunde, die muss man einsperren. Herr Musil, Wirtschaftsdelikte sind nicht mein Ressort. Aber wenn Sie gegen den Global Player einen Prozess führen wollen, bitte. Auf den Fall Musil gegen Globwinger freue ich mich jetzt schon. Aber wie gesagt, wir haben wenigstens den Broskowitsch. Und auch da hat mir übrigens Frau Bundesrätin Danke gesagt. Gratuliere. Wie immer. Der Musil macht Drecksarbeit und der Linder holt sich die Lorbeeren. Was ich Ihnen leider nicht erlassen kann, ist eine Anzeige wegen Geschwindigkeitsüberschreitung im Sihltal, Rotlicht überfahren und telefonieren am Steuer. Das wird happig. Ja, aber ich will Sie jetzt nicht weiter aufregen, auf Wiedersehen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich habe da noch eine Rechnung von der Zoohandlung. Eine Schaufensterglasscheibe, 3 x 5 Meter, 125 Zierfische, 3 Papageien, 14 Schlangen und 19 Meersäule. Ja. Also ich lege sie da einfach auf den Tisch. Danke, Henry. Adieu. Franz. Francesca. Wie geht es dir? Oh, Frau Rossi. Buongiorno. Ja, dann wollte ich nicht länger stören. Sagen Sie Maloni einen schönen Gruß von mir. Gerne, Herr Leutnant. Also dann, adieu. Und habt's gut miteinander. Danke, Höfli. Adi, Herr Leder. Tesoro. Ein Val dei Preti. Soll ich ihn aufmachen? Lieber nicht, weißt du, mein Herz, Cardio, braucht es erst einmal extreme Ruhe. Natürlich. Darum habe ich alles umgebucht. Wir fliegen erst in 3 Wochen. Nächste Woche treffen wir uns mit unserem Reiseleiter in Mama Afrika. Was? Aber weißt du, mein Herz? Dein Herz gehört mir und ich weiß, dass es gesund ist. Also, trinken wir den Val dei Preti? Also komm, bevor er warm wird. Wir haben dann nur aus einem Zahnglas ein bisschen probiert, über das Äpfel. Und dann hat die Schwester Adelheid die Aufsichtsgewalt über den Musil der Schwester Francesca übergeben und wir sind an die Schipfe, haben den Barolo, der eigentlich ein Nebbiolo war, aus richtigen Gläsern getrunken und dann sind wir auf meinem Sofa endlich ein bisschen zu uns gekommen. Am anderen Tag haben wir zusammen Buchhaltung gemacht. Das heisst Francesca Buchhaltung und ich den Kaffee. Und die war eigentlich recht schnell gemacht. Maloni sein Honorar haben wir wegen fehlender Performance storniert. Alle Bussen für den Linder zusammengezählt wären von Spercis ihrem sogenannten Honorar noch etwa 100 Franken geblieben. Aber die habe ich ja im Semi von der Swisscom für seine Auskunft löhnen. Macht summa summarum ein 0-0 Business as usual. Die Auslagen in der Auslage von der Zoohandlung Arakanga hat Francesca grosszügigerweise auf ihre Partnerhaftpflichtversicherung genommen. Und wo man dann in den Nachrichten von dem Flugzeug, von dem vor der somalischen Küste spurlos Verschwundenen gehört haben, hat Francesca gemeint, anstatt sich zu Namibia unter die Elefanten zu mischen, könnten wir ja auch ein paar Tage auf den Offenpass Murmeli und Steinböck studieren und nachher im Tal ein bisschen wellnessen. Hat sie gemeint. Und ich auch. Heia Safari. Heia. Ja, da ist der Musil am Schluss einmal übers ganze Spielbrett gelaufen und wieder auf dem ersten Feld angekommen. Es hat sich für ihn nicht so viel verändert. Das Konto ist immer noch nicht voller. Er muss zu seinem Glück das Land nicht verlassen und er hat auch immer noch seine Francesca. Sie sind sich nach wie vor schön zugetan. Insoweit kann man sagen, hey, eigentlich alles okay für Musil. Für uns geht so. Es war leider der letzte Fall, der 8. Ihr könnt aber
mit kleinen Abständen dazwischen, aber zum Genießen und nochmal eintauchen könnt ihr natürlich alle Fälle im Krimi-Podcast nachhören. Wir haben pro Jahr einen ausgespielt und die stehen auch alle noch online. Das Hörspiel ist von 2014 und ich habe recht gestaunt, dass es doch jetzt 2025 noch so viele aktuelle Bezüge aufweist. Also vor allen Dingen diese Minenarbeit im Kongo hat jetzt natürlich ganz aktuelle Brisanz. Zum einen durch den Überfall von der M23, von dieser Rebellengruppe, die da in den Kongo eingefallen ist und auch vor allen Dingen die Kontrolle über Rohstoffe erlangen möchte, die in dem Land lagern. Und unvergessen natürlich, da kann man jetzt gar nicht die Bilder aus dem Kopf bekommen, ist die Belagerung oder Versiegelung dieser illegalen Goldmine in Südafrika, wo über Monate Hunderte von Menschen unter Tage gefangen gehalten wurden, unter schrecklichen Bedingungen oder gefangen waren und auch viele Hunderte gestorben sind und vor allen Dingen auch die Arbeitsbedingungen davor wirklich unsäglich gewesen sein müssen. Die Leute müssen solche Jobs annehmen, um ihre Familie zu ernähren. Und sie schürfen in illegalen Minen nach Rohstoffen, die vor allen Dingen der Westen, auch bei dem Gold, für sich braucht und daran interessiert ist. Also das hat sich auch seit 2014 offensichtlich überhaupt nicht verändert. Was sich auch nicht verändert hat, jetzt ein bisschen weiter davon weggehend, ist diese Faszination für das Thema Fremdenlegion, dieser Schrecken und diese Abenteuersehnsucht, die sich hinter diesem Wort verbirgt. Wir kennen das ja im Krimi-Podcast schon vor allen Dingen von Glauser, der ja selber in der Fremdenlegion war und das auch seine Erfahrungen in mehreren Werken verarbeitet hat. Wir hatten zum Beispiel die Fieberkurve im Krimi-Podcast, wo Studer ja auch nach Marokko reist. Und wer gerne in dieses Thema noch ein bisschen eintauchen möchte, für den habe ich jetzt hier noch den Kontext, die Radiosendung von SRF2 Kultur. In einer Stunde wird sich da mit der Fremdenlegion beschäftigt, ist schon ein bisschen älter, von 2017, aber kann man sich trotzdem gut anhören, denn es wirft vor allen Dingen den Blick zurück ins 20. Jahrhundert und legt den Fokus vor allen Dingen auf helvetische Söldner. Was hat Schweizer zur Fremdenlegion gezogen und getrieben? Wir hören uns in einer Woche wieder, dann auf jeden Fall mit einem Krimi und ich glaube auch fast auf jeden Fall mit Wolfram. Bis dahin, habt's gut, bleibt gesund, werdet gesund und macht's gut. SRF2 Kultur. Kontext mit Hansjörg Schulz. Sie wollen Action, sie wollen bis an ihre Grenzen gehen, sie wollen einen Job. Junge Männer, die sich bei der Fremdenlegion melden. Die Fremdenlegion ist offiziell Teil des französischen Militärs, angeworben werden aber nur ausländische Söldner. Mehr als 2000 Schweizer sind alleine seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges dem Ruf der Fremdenlegion gefolgt. Hören Sie einen Kontext von Sabine Bitter über die Legionäre damals und heute. Ja, also ich habe da Blödsinn gemacht in der Schweiz und hatte das Gefühl, ich könne nicht mehr da bleiben, ich müsse verreisen. Und ich hatte gar nicht grosse Zeit gehabt, um mir das zu überlegen. Und als ich gemerkt habe, war es schon zu spät, bin ich halt schon drin gewesen. In der Schweiz waren sie Opfer sozialer Not, in Indochina und Algerien wurden sie zu Tätern. Schweizer Söldner in der französischen Fremdenlegion. C'est l'aventure de cette chose, je veux voir en fait de la formation, l'aventure de ce qu'on dit que c'est difficile. Ich suche das Abenteuer, will wissen, was es heißt, Kameraden zu haben, die harte Ausbildung, die körperlichen Anstrengungen, der Teamgeist, das suche ich. Das habe ich bisher vermisst. Das war Brahima, 24 Jahre alt, von der Elfenbeinküste. Seine Geschichte hören Sie in einem Beitrag von Charles Liebherr in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Heute ziehen kaum mehr Schweizer für die Legion in den Kampf, dafür Freiwillige aus aller Welt, wie eben Brahima. In der französischen Fremdenlegion aber hatten Schweizer jahrhundertelang eine wichtige Rolle gespielt. Auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg zogen über 2000 junge Männer freiwillig für Frankreich in die Schlacht. Und dies, obwohl die Schweiz den Fremdenkriegsdienst 1928 verboten hatte. Der Historiker Peter Huber rollt in einem neuen historischen Sachbuch die Geschichte der Schweizer Söldner auf, die sich an den französischen Kolonialkriegen in Indochina und Algerien beteiligten. Dazu der Beitrag von Sabine Bitter.
Im Sommer 1962 musste sich ein Soldat aus dem Kanton Graubünden vor der helvetischen Militärjustiz verantworten. Das Divisionsgericht 12 hat nach geheimer Beratung und Abstimmung erkannt, der Angeklagte ist schuldig des fremden Militärdienstes, der Nichtbefolgung von Dienstvorschriften und der Dienstversäumnis. Er wird in Anwendung von Artikel 2, 218, 15, 29, 44, 49, 72, 82 und 94 Militärstrafgesetz und Artikel 163 und 166 Militärstrafgerichtsordnung in contumaciam verurteilt, erstens zu 6 Monaten Gefängnis, zweitens zu den Kosten des Verfahrens, inbegriffen eine Gerichtsgebühr von 30 Franken. Vollzugskanton Graubünden. So lautete das Urteil für einen Schweizer, der in der französischen Fremdenlegion Dienst geleistet hatte. Er hatte gegen das Gesetz verstoßen, denn der Armee einer anderen Nation zu dienen war seit 1928 verboten. Was es mit dem Gesetz, insbesondere mit dem Artikel 94 auf sich hatte, erläuterte in diesem Fall Oberst Brigadier Keller in der Sendung Zeitspiegel im Schweizer Fernsehen 1962. Wie lautet genau der Artikel 94? Ja, der Artikel 94 sagt kurz und bündig, der Schweizer, der ohne Erlaubnis des Bundesrates in fremden Militärdienst eintritt, wird mit Gefängnis bestraft. Und Totalwerbung wird bestraft. Nun ist vielfach im Moment noch verbreitet, nur die französischen Legionsdienste, die fallen unter das Gesetz. Was aber nicht richtig ist. Wer in ein fremdes Heer eintritt, wer als Schweizer, ob dienstpflichtig oder nicht dienstpflichtig oder nicht mehr dienstpflichtig, dass er ausgemustert worden ist, ausgeschlossen worden ist, jeder Schweizer, ja sogar die Schweizerin, darf nicht in einen fremden Militärdienst eintreten, nicht nur zu den Fronttruppen nicht gehen, sondern auch nicht beispielsweise zur Sanität, Militärwerkstätten, also Truppe hinter der Front. Ob an der Front oder hinter der Front, das Gericht nahm es genau. Dabei waren Schweizer Söldner jahrhundertelang und noch im 20. Jahrhundert in großen Scharen für Frankreich in den Krieg gezogen. Seit der Gründung der modernen französischen Fremdenlegion 1831 bis nach dem Ende des Algerienkriegs 1962 standen über 40.000 Schweizer in ihrem Sold. Und auch der erste Kommandant der Legion war ein Eidgenosse. Auch im Ersten Weltkrieg kämpften viele Schweizer, rund 6.000 Mann, auf Seiten der Franzosen. Nach dem Verbot des Fremdenkriegsdienstes 1928 in der Schweiz nahm die Zahl der Männer zwar ab, trotzdem zog es immer noch Freiwillige ins Kampfgeschehen im Ausland. So stellten sich 800 Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg Ende der 1930er Jahre dem faschistischen Franco-Regime entgegen und im Zweiten Weltkrieg kämpften 500 Männer auf Seiten der Franzosen in der Resistance. 900 Soldaten dagegen schlossen sich der nationalsozialistischen Waffen-SS an. Nach 1945 ließen sich noch einmal 2200 Schweizer für Frankreichs Kriege anheuern und gingen nach Indochina und Algerien. Denn die Legion war als Teil der französischen Armee vor allem für Auslandeinsätze, etwa in den Kolonien, bestimmt. Was waren das für Schweizer Männer, die es in die Fremdenlegion zog? Der Historiker Peter Huber von der Universität Basel hat dazu Stapel von schweizerischen Militärgerichtsakten ausgewertet und kommt zum Schluss: Ein gemeinsamer Punkt ist sicher der, das sind junge Männer im Schnitt zwischen 20 und 21, die aus mehreren Gründen in die Legion gehen. Sie gehen in die Legion, weil sie in der Schweiz keinen Platz gefunden haben, weil sie in der Schweiz gescheitert sind, sei es beruflich oder familiär oder auch persönlich. Das heißt, sie suchen eine zweite Chance anderswo, fern von der Schweiz. Und das Instrument, das ihnen diese Chance gibt, war die französische Fremdenlegion. Die helvetischen Legionäre übten zuvor meistens schlecht bezahlte Arbeiten aus und kamen nur knapp über die Runden. Eine Auflistung ihrer Tätigkeiten lässt prekäre Verhältnisse erahnen. Küchenbursche, Kofferträger, Kohlenschaufler, Türsteher, Holzfäller, Ausläufer, Schuhmacher, Seidenweber, Hilfsarbeiter. Magaziner, Kabelführer, Betonmischer,
Schaustellergehilfe, Reisender für Staubsauger und Ansichtskarten, Wagenwäscher, Pferdeputzer, Knecht. Nur jeder 5. Schweizer, der in die Fremdenlegion aufbrach, hatte zuvor überhaupt eine Berufslehre abgeschlossen. Oft gehörten die Legionäre zu jenen jungen Leuten, die damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, keine Ausbildung machen konnten, weil ihnen das Geld dazu fehlte und es keine Institution gab, die die Kosten übernommen hätte. Ein ehemaliger Legionär erzählte 2002 im Schweizer Fernsehen im Rückblick, wie das damals in seiner Jugend war. Ich hätte gerne etwas Rechts gelernt und ich wäre gerne in der Schweiz geblieben. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn jemand in die Legion geht, als so junger Bursch, und es so ein schönes Land wie die Schweiz ist und so ein schöner Kanton wie Kanton Thurgau ist überhaupt, wo man in dem Land aufgewachsen ist dort, und geht sich umtauschen mit heißer Wüstensand und Durst und alles, was da dann auf uns zugekommen ist, und die ganz strenge Ausbildung, also ich weiß auch nicht, was man dazu muss sagen. Sonst macht man so etwas ganz sicher nicht. Viele junge Männer hatten damals keine Berufschancen. Dazu sagt der Historiker Peter Huber: Man muss sehen, dass die Armut und prekäre Lebensstellen immer existiert haben in der Schweiz, auch als der Boom richtig losging in den 50er Jahren und in den 60er Jahren. Es gab immer ein Subproletariat, das nicht teilgenommen hat an diesem rasanten wirtschaftlichen Aufschwung. Die Wegziehenden sind unqualifizierte Leute, die Erdarbeiten ausgeführt haben an Staudämmen im Wallis, im Berner Oberland, die die Infrastrukturen der Schweiz gebaut haben, die Autobahnen dann als letzter Schritt in den 60er Jahren. Es sind also Jobs gewesen, die dann nach und nach von den Italienern ausgeführt wurden, die in die Schweiz gekommen sind, die Gastarbeiter. Und insofern sind eigentlich die Fremdenlegionäre dann in die Legion abgewandert, weil ihre Arbeit von Italienern wahrgenommen werden konnte. Manche der ungelernten Arbeitskräfte hätten sich denn auch über die italienische Konkurrenz auf den Baustellen beklagt. Andere wiederum flohen vor einem laufenden Strafverfahren. Jeder 4. Söldner, der die Schweiz damals verließ, entzog sich mit diesem Schritt der Justiz. Eine Auflistung ihrer Delikte lässt die Art ihrer Nöte vermuten. Geld aus dem Wohnzimmerbuffet der Eltern gestohlen, in einen Kiosk eingebrochen, ein Fahrrad entwendet, selber Dietriche, Brecheisen und Schlagringe angefertigt, Unterhaltspflichten vernachlässigt, ohne Patent mit Limonaden hausiert, als Schürzenjäger unterwegs gewesen, im Freien geschlafen, aufgefallen durch Bettlerei und Landstreicherei. In der Regel waren die Delikte der Legionäre kleine Armutsdelikte. Das heißt, sie haben einen Zigarettenautomaten, die damals noch an allen Ecken standen in den Städten, aufgebrochen und die Zigaretten dann verkauft in der Stadt. Motorraddiebstähle auch. Das Motorrad war damals in den 50er Jahren vor allem ein Vehikel der Freiheit. Das hat den jungen Leuten erlaubt, sich zu bewegen, in eine Stadt zu fahren, wo was los war. Dann sieht man auch kleinere Delikte, dass Männer einen Radioapparat auf Abzahlung kaufen und dann diesen Apparat an einem anderen Ort verkaufen und das Geld in den eigenen Sack stecken, ohne den Apparat bezahlt zu haben. Also solche Veruntreuungen sieht man zuhauf bei den Legionären und solche kleinere Armutsdelikte haben sie in die Legion getrieben. Viele der jungen Männer, die sich in die Legion absetzten, hofften damit, in ein neues Leben aufzubrechen, die Enge hinter sich zu lassen. Im Schweizer Fernsehen kamen einige von ihnen 1962 erstmals zu Wort. Warum sind Sie in die Legion eingetreten? Als Abenteuerlust? Ja, wegen persönlichen Sachen. Ja, mehr moralischen Tiefpunkt gehabt. Ja, also ich habe da Blödsinn gemacht in der Schweiz und hatte das Gefühl, ich könne nicht mehr da bleiben, ich müsse verreisen. Und ich hatte gar nicht grosse Zeit gehabt, um mir das zu überlegen. Und als ich dann gemerkt habe, es war schon spät, bin ich halt schon drin gewesen. Wer sich für die Legion entschied, unterschrieb für die Dauer von 5 Jahren einen Vertrag. Er bekam einen neuen Namen. Und jetzt, ausgestattet mit einer neuen Identität, verschwand er für die Angehörigen von der Bildfläche. Damit konnte er sich auch dem Zugriff von autoritären Institutionen, auch in sozial schwierigen Situationen, entziehen. Ich habe meinen Vater früh verloren.
Und meine Mutter ist unterdrückt worden von der sozialen Einrichtung, die wir in der Schweiz hatten. Und das war unerträglich. Und das ist mir nichts anderes übrig geblieben, als dass ich eben in die Fremdenlegion gegangen bin. Und bevor ich in die Fremdenlegion gegangen bin ich zuerst in der Widerstandsorganisation gegen die Deutschen. Und als der Krieg fertig war, bin ich eben in die Legion eingestiegen. Ähnliche soziale Beweggründe für einen Aufbruch in die Fremdenlegion finden sich in den Militärakten zuhauf. Aus der Arbeitserziehungsanstalt Witzwil ausgebrochen, Differenzen mit dem Vormund gehabt, Sohn eines Trinkers, Sohn eines gewalttätigen Vaters gewesen, sitzen geblieben, Kochlehre abgebrochen, Abschlussprüfung nicht bestanden, Liebschaft in Brüche gegangen. 40% der Schweizer Legionäre waren in ihren Jugendjahren für kürzere oder längere Zeit in einem Heim oder in einer sogenannten Erziehungsanstalt gewesen. Und was manche Söldner nach ihrer Rückkehr vor dem Militärgericht zu Protokoll gaben, liest sich als Geschichte einer Flucht vor heimischen Autoritäten. Am 19. August 1944 entwich ich um 19 Uhr aus der Anstalt Tessenberg. Zahn Willi begleitete mich. Wir trugen unsere Anstaltskleider. Wir beabsichtigten, über die Grenze nach Frankreich zu gehen. Über das weitere Verhalten waren wir uns noch nicht im Klaren. Es war uns vor allem darum zu tun, aus der Schweiz zu entfliehen. Am 24. August überschritten wir die Grenze zwischen Martigny und Saint-Gingolf. Wir überquerten die Berge. In Abondance in Frankreich meldeten wir uns bei der FFI, Force Française de l'Intérieur, wo wir zu essen erhielten. Am nächsten Tag gelangten wir per Camion nach Evian, wo sich das Hauptlager der FFI befand. Abenteuerlust und Reisefreudigkeit spielten eine weniger wichtige Rolle als vielmehr wirtschaftliche und soziale Motive, die junge Schweizer bewogen, auf und davon und für Frankreich in einen Kolonialkrieg zu ziehen. Ein Motiv habe dabei ganz gefehlt, sagt der Historiker Peter Huber. Bei den Fremdenlegionären spielten politische Überlegungen überhaupt nicht mit. Dies im Unterschied zu anderen jungen Männern, die einige Jahre vorher freiwillig in einen Krieg gezogen waren, nämlich jene Schweizer, die vor dem Zweiten Weltkrieg noch nach Spanien gingen, um im Bürgerkrieg gegen die Truppen Francos zu kämpfen. Was Krieg bedeutet, davon dürften viele der jungen Männer nur diffuse Vorstellungen gehabt haben. Diese wurden überlagert durch verheißungsvolle Bilder, die die Propagandamaschinerie der Legion selbst produzierte. So ließ sie in ihren Anlaufstellen in der Grenzregion zur Schweiz vielversprechende Plakate aushängen. Darauf zu sehen waren schneidige Soldaten vor Palmenhainen, flankiert von weiblichen Schönheiten, oder stramme Burschen vor Kamelkarawanen und Wüstenjeeps, die dafür warben, es ihnen gleich zu tun. Wie er und sein Kollege angeworben worden waren, schilderte ein ehemaliger Söldner 1962 im Rückblick im Schweizer Fernsehen. Ich habe da Reklame gemacht von Legion, grosse Plakate abgehängt mit Panzer, Fallschirmjäger und ja. Ich bin geschnurrt und noch zu essen bekommen dort. Bis letztens gesagt, ja. If you turn me down once more, I'll join the French Foreign Legion. Bet you they would welcome me with open arms. First you love me, yes, then you love me, no, I don't know where I stand. Die Legion, das waren unerschrockene Kerle in einer exotischen Szenerie. Und ein Song gab das seine dazu. In der Musik zum Beispiel, da waren einige Schlager immer in den Hitparaden, die Legion besungen haben. Die haben eine Faszination ausgeübt. Diese Songs, sei es von Edith Piaf, Mon Légionnaire, oder vom deutschen Freddie Quinn, Mein Legionär. Und dann gab es auch den US-Amerikaner Frank Sinatra, der auf Englisch noch einen Song gemacht hat, French Foreign Legion, in dem er die Legion auch besingt, ohne sie zu beschönigen. Aber sie hat einen Anziehungspunkt ausgeübt auf Jugendliche in der Schweiz oder in Europa überhaupt. Und man muss ja sich erinnern, dass damals eine Reise außerhalb Europas, das war noch ein Privileg der ganz guten Gesellschaft.
Und für einen Jugendlichen aus dem Subproletariat war das ein Hit, nach Afrika gehen zu können oder sogar nach Indochina. It's the French Foreign Legion for me. Auf den Song von Frank Sinatra von 1958 folgte im Schweizer Fernsehen 4 Jahre später die Aufklärung darüber, was junge Schweizer in der französischen Legion tatsächlich erwartete. Die Ausbildung der Fremdenlegionäre ist äußerst hart. Der Rekrut lernt die Handhabung folgender Waffen: französische Karabiner der Jahrgänge 1936, 49 und 56. Amerikanischer Dschungelkarabiner, Kaliber 7,62. Großer amerikanischer Karabiner, französische Maschinenpistole Mat-Mat-Mac. Allein das Waffenarsenal ließ erahnen, dass Fremdenlegionäre in blutige Kriege zogen. Die Fremdenlegion wird ununterbrochen kriegsbereit gehalten. Die Legionäre sind darauf vorbereitet, überall dort im Kampf eingesetzt zu werden, wo es nicht auf Menschenverluste ankommt. Die jungen Männer seien nicht darauf vorbereitet gewesen, was in den französischen Kolonialkriegen auf sie zukam, sagt der Historiker Peter Huber. Die Schweizer wussten nicht, was der Krieg ist, viel weniger als ein Deutscher. Sie haben nicht am Familientisch mitbekommen, dass ein Onkel an der russischen Front erfroren ist und so weiter. Also die Schweizer waren relativ naiv. Relativ naive, junge Männer, die Beschäftigung suchten, die ihre Tatkraft unter Beweis stellen, die ein neues Leben ohne Vorgeschichte anfangen wollten und die sich zunächst blenden ließen. Hier der Auszug aus einem Gerichtsprotokoll. Einer ist angesehen wie der andere. So hat ein jeder dieselben Chancen von Anfang an. Der eine wilde Vergangenheit hinter sich hat, wird plötzlich zu einem Muster von einem Legionär. Warum wohl? Nun, ich glaube, und meine eigene Erfahrung hilft mir dazu, es ist das Vertrauen. Der Legionär mit einer bewegten Vergangenheit ist überrascht über das Vertrauen, das man hier ihm plötzlich entgegenbringt. Und um das schöne Gefühl des Vertrauens nicht zu zerstören, gibt er sich alle Mühe, es zu erhalten. Doch nicht allen jungen Schweizern, die für Frankreich ihr Bestes geben wollten, wurde dieses sogenannte Vertrauen geschenkt. Manche wurden von der Legion abgewiesen, etwa wenn sie zu jung waren oder die medizinische Prüfung nicht bestanden. Dazu Peter Huber. Es gab mehrere Stufen. In Marseille wurden sie geprüft und dann eine letzte Prüfung in Afrika, in Algerien, in Sidi Bel Abbes, wo das Hauptquartier der Legion war. Und dort fand eine letzte körperliche Prüfung statt. Und einige Legionäre, die bis zu diesem Zeitpunkt gewisse kleine Gebrechen verstecken konnten. Zum Beispiel, dass sie nicht gut hörten, dass sie nicht gut sahen. Wenn das erst in Afrika zum Vorschein gekommen ist, dann ist er dort ausgemustert und in die Schweiz zurückgeschickt worden. Wer es bis nach Sidi Bel Abbes geschafft hatte, war immerhin schon nahe dran. Von hier aus wurden die Fremdenlegionäre in die französischen Kolonialgebiete in Asien geschickt. Der erste Eindruck im fremden Land konnte durchaus positiv sein. So schrieb ein junger Mann nach Hause: Hier in Indochina hat man alles, was das Herz begehrt. Wir essen fast jeden Tag Reis, Kokosnüsse, Melonen, Ananas, Bananen und noch so viele leckere Sachen. Die Franzosen sorgten für das leibliche Wohl in jeder Hinsicht. Dazu Peter Huber. In Vietnam konnte der Legionär sich sogar eine Heirat auf Zeit leisten. Das heißt, gegen einen kleinen Geldbetrag konnte er Bekanntschaft mit einer Frau schließen, die in der Nähe des Camps lebte. Und er durfte dann einmal, zweimal pro Woche bei ihr übernachten, bei ihr speisen. Und das war eine Heirat auf Zeit, die offiziell geduldet wurde von der französischen Militärhierarchie. Aber das konnte natürlich nur in Gegenden gemacht werden, wo kein Krieg im Gange war. Das heißt, in ruhigen Gegenden, im Hinterland, dort hatten unsere Legionäre freien Zugang zu Frauen, zu dieser Heirat auf Zeit. Und gleichzeitig hat die französische Militärführung auch fahrende Bordelle in Vietnam und in Algerien zum Einsatz gebracht. Eine Praxis, die in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg verboten wurde und nur noch in den Kolonialgebieten stattfand. Diese
kleine fahrenden Bordelle, die hießen BMC, Bordel Militaire de Campagne. Und die Legionäre haben von diesen Bordells viel Gebrauch gemacht. Now if you think I won't find romance in the French. Doch die verheißungsvollen Genüsse, mit denen die Fremdenlegion in den Dschungel lockte, täuschten letztlich nicht darüber hinweg, dass sich die jungen Männer für einen Krieg entschieden hatten. Hier in Indochina ist fast überall Krieg. Da hat es noch viele Partisanen. Die sitzen so in den Palmen oben, dass du sie gar nicht sehen kannst. Und wenn man so durch den Urwald geht, so knallt es auf einmal. Man weiß gar nicht, woher es kommt. Es handelte sich regelmäßig darum, irgendein Gebiet durchzukämmen. Es gab keine größeren Kämpfe, sondern mehr Scharmützel. Der Kampf wurde von beiden Seiten unerbittlich geführt. Selten wurden Gefangene gemacht. Die Schweizer Söldner waren beim Töten des französischen Feinds zuvorderst dabei und gehörten auch zu den Opfern. Dien Bien Phu 1954. Die Legion der Fremden, 1946 in modernisierter Form wieder aufgestellt und zu einer der besten Armeen der Welt gedrillt, wurde sofort in den bedrohten Kolonialgebieten Frankreichs ins Feuer geschickt. Vorerst kämpfte sie vor allem in Indochina. Diese Aufnahmen zeigen die mörderische Schlacht im Hexenkessel von Dien Bien Phu. In Indochina verlor die Legion den Krieg, Frankreich ein Kolonialgebiet und 14.000 Fremdenlegionäre verloren ihr Leben. Man schätzt, dass in diesem Dschungel 200 bis 300 Schweizer umgekommen sind. Von einem einzigen Bataillon ist bekannt, dass es für 83 Eidgenossen Gräber schaufeln musste. Nach dem Indochina-Krieg schlug Frankreich mit seiner Elitetruppe in Algerien zu. Noch bevor die letzten übrig gebliebenen Truppen aus Indochina abgezogen waren, brach in Nordafrika ein neuer Kolonialkrieg aus. Der algerische Aufstand, im Juni 1954 in einem Genfer Hotelzimmer beschlossen, begann am 1. November des gleichen Jahres mit 30 Bombenanschlägen, Brandstiftungen und Überfällen auf Polizeistationen. Bis wiederum am Genfersee am 18. März 1962 das 93 Schreibmaschinenseiten umfassende Waffenstillstandsdokument unterschrieben wurde, hatte die Fremdenlegion unzählige blutige Einsätze zu bestehen. Sie war maßgeblich beteiligt an einer endlosen Reihe von Terror und Gegenterror. Sie bekämpfte den Feind mit ihren Stoßtrupps in den unwegsamen Gebieten, während die regulären französischen Streitkräfte zur Bewachung und Überwachung eingesetzt waren. Mehrere 100.000 Algerierinnen und Algerier wurden in diesem Krieg getötet. Viele wurden gefoltert. Ein Schweizer Söldner hielt Jahrzehnte später in seinen Memoiren fest: Total nackt wurde er, der Gefangene, nun an den Füßen am Baum aufgehängt. Am kleinen Finger und am schlaffen Penis wurde je ein Draht, der vom Generator herkam, angehängt. Der Legionär am Generator erhielt vom Vernehmungsoffizier den Befehl, zu treten, und trat in die Pedale, als ob er die Tour de France gewinnen wollte. Alle vom Sicherheitsbüro gingen ihrer Arbeit mit einer unheimlichen Gefühlskälte nach. Der Gefangene wurde durch die Stromstöße durchgeschüttelt bis zum Gehtnichtmehr. Dies die Schilderung eines Schweizer Fremdenlegionärs während des Algerienkriegs 1954 bis 1962. Andere Menschen im Dienst einer fremden Nation foltern und töten. Einige wenige Legionäre räumten ein, dass sie sich mit ihrer Täterschaft schwer taten. Es geht mir sonst ziemlich gut. Nur, dass ich nicht geschaffen bin, um hier Leute zu töten, die mir nichts getan haben. Dies schrieb ein junger Mann, der in seinem früheren Leben seinerseits das eine oder andere erlitten hatte. Ein ehemaliges Verdingkind aus dem Bernbiet, das offenbar gewisse Sensibilitäten bewahrt hat. Also dieser Brief, eine sehr ehrliche Aussage, die ist eine große Ausnahme. Obwohl sich mancher Schweizer Söldner nach seiner Rückkehr vor Gericht verantworten musste und Einblick gab ins Kampfgeschehen, waren die Kriegsverbrechen durch Schweizer Soldaten und die Verletzung der Genfer Konvention in der Öffentlichkeit kaum ein Thema. Warum? Die Untersuchungsrichter in der Schweiz, welche die heimkehrenden Legionäre verhört haben, die haben gar nicht Fragen in diese Richtung gestellt. Der Untersuchungsrichter hat eher gefragt,
Warum bist du eingetreten? Wo bist du eingetreten? Bist du aufgestiegen? Warum bist du zurückgekommen? Aber es gibt sehr wenige Aussagen in den Akten in der Schweiz zu diesen Kriegsverbrechen, die auf großer Skala in Algerien und in Indochina von den Franzosen verübt worden sind. Diese Verbrechen wurden von den Legionären auch verdrängt. Ihre Mitbeteiligung an der Politik der verbrannten Erde, wie man das nannte, dass ganze Dörfer ausradiert und angezündet wurden in Indochina und dann auch in Algerien später. All das wurde von den Legionären verdrängt oder sie haben das dann irgendwie den Amerikanern in die Schuhe geschoben. Ich habe mit einem ehemaligen gesprochen und der hat gesagt, wir haben in Indochina Schulen und Infrastrukturen gebaut. Es waren die Amerikaner, die dann mit der Politik der verbrannten Erde und mit dem Abwurf von Napalmbomben die Zivilbevölkerung getroffen haben. Also man beschönigt den französischen Beitrag zu diesen Kriegsverbrechen, um sich selbst aus der Schlinge zu ziehen. Manche waren in Indochina und Algerien nicht nur Täter, sondern auch zu Opfern geworden, etwa als Gefangene in Lagern der Viet Minh, und manche haben den Schritt für immer bereut. So wurde 1962 in einer Fernsehsendung aus dem Brief eines jungen Mannes zitiert. Meine Lieben, ich weiß, dass ich euch mit meiner Flucht in die Legion Furchtbares angetan habe. Wie soll ich meinen Schritt rechtfertigen? Ich habe im Beruf versagt, ich habe in der Ehe versagt, ich schämte mich vor mir selbst und vor euch und flüchtete. Meist wussten die Angehörigen zu Hause nicht einmal, wo ihre jungen Männer waren. Da waren Mütter, deren Söhne ohne Nachricht verschwunden waren. Im Februar bekam ich den ersten Brief aus Sidi Bel Abbes. Niemand vermutete, Peter könnte in die Legion gegangen sein. Ich leide sehr darunter, weil ich weiß, dass mein Bub kein schlechter Junge ist, nur willensschwach. Und weil er Scheidungskind ist, dem die väterliche Führung fehlte. Ich selbst musste den ganzen Tag arbeiten gehen. Ich möchte, dass mein Bub wieder zurückkommt. Ich schrieb zweimal an das Rote Kreuz und an den Kommandanten in Sidi Bel Abbes. Leider ohne Erfolg. So hinterließen Fremdenlegionäre offene Wunden zu Hause und verbrannte Erde im fremden Land. Verwundungen zu Hause und verbrannte Erde im fremden Land. Sie hörten einen Beitrag von Sabine Bitter. Fluchtpunkt Fremdenlegion, so heißt der Titel des historischen Sachbuchs von Peter Huber über Schweizer Söldner im Indochina- und Algerienkrieg. Es ist vor kurzem im Kronos Verlag erschienen. Die Zitate daraus lasen Dorothee Roth und Kurt Grünenfelder. Kontext heute mit einer Sendung zum Thema Fremdenlegion. Rund 2200 Schweizer kämpften nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreichs Kolonialkriegen. Hunderte verloren dabei ihr Leben, die einen im Dschungel, die anderen in der Wüste. Die Männer, die überlebt haben, kamen nach 5, 10 oder 15 Jahren in die Schweiz zurück oder ließen sich mit einer bescheidenen Rente der Legion in Frankreich nieder. Hier wie dort haben sie versucht, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Einblick in das, was sie Jahre später über ihr Engagement dachten, geben Dokumente aus dem Radio- und Fernseharchiv. Sabine Bitter hat sie aufgestöbert. An der 150-Jahr-Feier der französischen Fremdenlegion 1981 trafen sich im südfranzösischen Städtchen Aubagne im Hinterland von Marseille zahlreiche Veteranen, unter ihnen auch ehemalige Schweizer Fremdenlegionäre. Eine Gelegenheit für sie, um Kameraden zu treffen und Erinnerungen auszutauschen. Ein Anlass auch, dem einen oder anderen Reporter klarzumachen, was da war. J'ai trouvé l'aventure ici et des choses que j'aurais jamais pu trouver en Suisse. J'ai eu l'occasion de participer à des petites. Ich habe hier Abenteuer gefunden und Sachen, die ich in der Schweiz nie gefunden hätte. Ich konnte an Operationen im Ausland teilnehmen, die für mich sehr interessant waren. Eines der raren Zeitzeugendokumente aus dem Radio- und Fernseharchiv.
Die Feier, bei der sich die ehemaligen Fremdenlegionäre wieder begegneten, war ein geeigneter Moment, auf das eigene Leben zurückzublicken und das eine oder andere Bild der Legion zurechtzurücken. Il ne faut pas oublier que dans la Légion, dans mon temps, mon cher monsieur, quand moi j'étais dans la Légion, ils sont étiez les 80% tous des anciens officiers allemands de la Gestapo, de la SS. Il ne faut pas oublier que dans la Légion, comme tout le monde le dit, n'est-ce pas, qui sont tous des bandits, c'est pas vrai. Parce que Man darf nicht vergessen, dass die Legion, als ich dabei war, zu 80% aus ehemaligen Offizieren der Gestapo und der SS bestand. Das war nicht, wie alle sagen, nur ein Haufen Banditen. Es gab deutsche Offiziere, italienische Offiziere, auch viele Schweizer. Des Suisses, aussi beaucoup de Suisses, que d'ailleurs les Suisses, ils ont été de très bons légionnaires. Parce que vous savez, la naissance de la Légion étrangère, justement, Sie sagen, die Schweizer seien gute Legionäre. Ja, genau. Schon die ersten Bataillone der Legion waren Schweizer. Was ist die Legion? La Légion, pour moi, enfin. Für mich ist die Legion die beste Armee der Welt. La plus belle armée du monde. Was diese beste Armee der Welt in Indochina und Algerien getan, ob sie Kriegsverbrechen begangen hatte, diese brisante Frage kam in der Schweiz zu Beginn der 1960er Jahre auf, als Schweizer Legionäre aus dem Dschungelkampf und aus dem Wüstensand zurückkehrten und vor einem schweizerischen Militärgericht Rechenschaft ablegen mussten. Im Gerichtssaal war auch die Presse vertreten, die von den Angeklagten geschilderten französischen Kriegstaktiken rapportierte. Der Historiker Peter Huber, der Gerichtsakten ausgewertet hat, sagt dazu: Da gibt es einen Fall eines Erwin Schibli, eines heimgekehrten Legionärs, der 1961 dann heftige Anschuldigungen gemacht hat gegen die französischen Offiziere und auch gegen Legionäre, dass er Zeuge gewesen sei, wie seine Truppe ein Dorf eingenommen habe, die Männer zusammengetrieben habe, den größten Teil erschossen und die Frauen zum größten Teil vergewaltigt habe und Legionäre dabei anwesend gewesen seien. Das hat dann in der Schweizer Presse zu einem Aufruhr geführt. Vor allem die Tageszeitung Die Tat hat sich an die Spitze gestellt der Zeitungen, die Frankreich nun heftig fragten, was erlaubt sich die französische Armee zudem mit Schweizer Soldaten zu machen. Und es kam zu einem kleinen diplomatischen Konflikt mit Frankreich, weil die französische Botschaft in Bern protestiert hat gegen die angebliche Hetze in der Schweiz, die gegen die Legion stattgefunden hat. Eine Kritik, die zu einer diplomatischen Verstimmung führte. Eine Kritik aber auch, die in Frankreich einen Widerhall fand. Das entsprach in einem gewissen Sinne auch einem Wandel in der französischen Öffentlichkeit, die ab dem Jahre 58, 59 viel kritischer wurde. Vor allem darum, weil gewisse Intellektuelle und Schriftsteller auf die Barrikaden gestiegen sind und mit Appellen die eigene Regierung hinterfragt haben. In der Schweiz bezog sich die Kritik aber weniger auf die Frage, ob und welche Verbrechen in den Kolonialkriegen begangen worden waren, als auf die Tatsache, dass Schweizer Wehrdienstpflichtige in einer fremden Armee dienten. Das war der Schweizer Armee und vielen Politikern ein Dorn im Auge, etwa dem Waadtländer FDP-Bundesrat Paul Chaudey, der damals dem eidgenössischen Militärdepartement vorstand. Chaudey hat Ende der 50er Jahre an einer Pressekonferenz gesagt, der Schweiz gingen mindestens ein Bataillon von Soldaten verloren, weil Legionäre aus der Schweiz sich in Frankreich anwerben ließen. Das heißt, es gab Schweizer politische Kreise, die sahen das nicht gerne, dass die Schweizer Armee einige tausend Mann verloren haben, die nötig gewesen wären in jener Zeit im Selbstverständnis der Schweizer Armee, die sich bedroht sah im Kalten Krieg. Politiker und die Führungsspitze der Armee wollten diesen Abzug von jungen Schweizer Soldaten stoppen. Sie lancierten mit Hilfe von kantonalen Behörden eine breit abgestützte Gegenpropaganda. Dafür wurden die Erziehungsdirektoren eingespannt, die ein Komitee ins Leben riefen mit dem Motto: gegen den Eintritt junger Schweizer in die Fremdenlegion.
Sie haben Prospekte oder Flugblätter vor den Gewerbeschulen verteilen lassen. Sie wollten die jungen Gewerbeschüler davon abhalten, in die Legion zu ziehen. Und da gibt es auch Zeugenaussagen von mehreren Legionären, die sagen, ja, wir haben diese kleinen Broschüren gegen die Legion in der Schweiz zu lesen bekommen, aber das hat uns überhaupt keinen Eindruck gemacht und das hat unsere Neugier eigentlich erst angezogen. Sagt der Historiker Peter Huber. Die Zahl der jungen Männer, die für Frankreichs Interessen in Übersee Dienst leisten wollten, nahm in den 1960er Jahren ab. Ob es an den Broschüren der Erziehungsdirektoren lag, ist allerdings fraglich. Vielmehr dürfte das wirtschaftliche Wachstum hierzulande dazu geführt haben, dass der eine oder andere junge Mann, der sich einen Aufbruch in die Legion überlegt hatte, doch zu Hause blieb. Auch das gesellschaftliche Klima änderte sich damals, was viele junge Schweizer Männer noch in den 1950er Jahren in die Flucht geschlagen hat. Der totalitäre Zugriff von Autoritäten und Institutionen begann sich etwas zu lockern. Die Fremdenlegionäre, die in den 1960ern in die Schweiz zurückkehrten, hatten jetzt jedenfalls keine Mühe mehr, sich wirtschaftlich und gesellschaftlich zu integrieren. Ich kann nichts anderes sagen als das, was ich heute bin und wie ich lebe heute, habe ich nur der Legion zu verdanken und Frankreich zu verdanken. Dazu sagt der Historiker Peter Huber: Die Legion ist eine Maschinerie, die die Leute auf den guten Weg bringt, in der Legion aufsteigen lässt und nach 15 Jahren, das ist die Höchstzeit, entlässt mit einer kleinen Rente, die ihnen erlaubt, ein Leben zu fristen. Die Legion ist eigentlich eine Erfolgsstory für die Legionäre. Zumindest für jene, die den Kampf im Dschungel und im Wüstensand überlebt haben. Doch trotz des zeitlichen Abstands zur Kriegsbeteiligung in den Kolonialkriegen Frankreichs gibt es auch eindrückliche Zeugnisse von Schweizer Legionären, die von ihrem Einsatz in Indochina oder Algerien heute noch eingeholt werden und unter einem Trauma leiden. Dazu der Historiker Peter Huber. Es gibt einige Legionäre, die Jahre nach der Rückkehr ihre Memoiren geschrieben haben und einige, vor allem einer, der hat seinen Bericht eigentlich als eine eigentliche Katharsis angelegt. Das heißt, er wollte sich freimachen von Albträumen, von denen er geplagt wurde. Er war nämlich Zeuge in Algerien von Kriegsverbrechen. Er musste zum Beispiel einen Algerier, den man verhört hatte, dann hinterrücks erschießen. Als man ihm den Befehl gab, dem Algerier, jetzt könne er gehen, wurde der Legionär gezwungen, diesem Mann in den Rücken zu schießen und dann, dass man dann sagen konnte, er ist auf der Flucht erschossen worden. Also das war wie eine Feuertaufe, von der sich viele Legionäre nicht erholen konnten und noch Jahre nach der Rückkehr in der Schweiz haben sie darunter gelitten. So gab ein ehemaliger Legionär 1997 im Schweizer Fernsehen zum Indochina-Krieg zu bedenken: Rückblickend ist es einfach so, ich muss sagen, der Kolonialkrieg war nichts wert. Es war einfach eine Säuerei. Aber man hat sich für etwas engagiert. Und dann ist man dabei geblieben. Entweder bis zum bitteren Ende oder dann ist man davon gekommen. Soweit das Fazit eines ehemaligen Schweizer Fremdenlegionärs im Beitrag von Sabine Bitter. In Kontext geht es heute um das Thema Fremdenlegion. Wie sieht es heute im Nachbarland in der französischen Fremdenlegion aus? Wer sind die Söldner, die heute für Frankreich ins Gefecht ziehen? Das wollten wir von unserem Frankreich-Korrespondenten Charles Liebherr wissen, der außerhalb von Paris auf Truppenbesuch ging. Hören Sie dazu seine Reportage. Die Sonne ist eben erst aufgegangen im Osten von Paris. Im Fort de Nogent ist die Fremdenlegion einquartiert, hinter historischen dicken Mauern und einem Erdwall, der 200 Meter breit ist. Drinnen herrscht organisierte Ruhe und Disziplin. 4 Soldaten einer Militärpatrouille kehren heim. Sie waren die Nacht über in Paris unterwegs. Auch die Fremdenlegion hilft, die französische Hauptstadt zu schützen, rund um die Uhr vor Terroranschlägen. Eine Gruppe Offiziere trainiert Dauerlauf. Major Jean-Michel Houssin marschiert durch die Gänge. Rechts stehen 3 junge Männer stramm, links springen ebenso junge Kameraden von ihren Stühlen. Grüßen, alles neue Anwärter auf einen Platz in der Fremdenlegion. Major Houssin lächelt, winkt ab. Nous, ce qu'on leur promet,
c'est que tout le monde ira en unité combattante. Wir suchen Kämpfer. Das ist unser Angebot. In der Fremdenlegion suchen wir keine Chauffeure oder Küchenchefs. Wir suchen Kämpfer, die in der ersten Linie stehen. Donc de ce fait, tout le monde doit être apte au combat. Major Ussin ist gewissermaßen der Personalchef der Fremdenlegion. Er ist verantwortlich für die Rekrutierung des Nachwuchses. Seine Mission: jedes Jahr zwischen 1300 und 1700 junge Männer finden, die für Frankreich kämpfen wollen und bereit sind, hierfür vielleicht zu sterben. Legionär werden können Männer zwischen 17 und 39 Jahren, rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres. On a des gens qui viennent du monde entier. Quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, qui arrive en pleine nuit parce que son avion, etc. Bon, voilà. Die Anwärter kommen aus der ganzen Welt, auch mitten in der Nacht. Wir nehmen sie auf, eine alte Tradition der Legion. Manche bleiben nur ein paar Minuten, andere ihr ganzes Leben. Il restera peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures ou plusieurs jours, voire sa vie entière, mais on l'accueille en tout cas dès le départ. Fast 8000 Bewerber sind das pro Jahr. Nur einer von 5 wird unter Vertrag genommen. Major Ussin versinkt in einem abgewetzten Bürostuhl. Hinter ihm weht der Vorhang im Wind und in den Farben der Fremdenlegion, rot und dunkles Grün. Auf dem Tisch das Beret. An der Wand ein Foto als Ussin, als Legionär, das legionäre Képi Blanc erhielt, Markenzeichen der Legion. Entlang der Wände stehen mehrere Schaufensterpuppen in verschiedenen Tarnanzügen und in der Gala-Uniform. Neben der Kaffeemaschine stehen die militärischen Auszeichnungen in Reih und Glied. Ussin ist vor 35 Jahren eingetreten, ein Franzose in der Fremdenlegion, weil es damals die einzige Möglichkeit war, Berufssoldat zu werden. Er war Beamter der Staatsbahn, fand keinen Tritt im Leben, aber einen neuen Sinn für sein Leben auf Kriegsschauplätzen rund um die Welt. On a l'habitude de dire qu'il y a autant de raisons de venir à la Légion étrangère qu'il y a de légionnaires. Es gibt so viele Gründe, in die Fremdenlegion einzutreten, wie es Bewerber gibt. Manche haben Liebeskummer, sind enttäuscht von ihrem Leben, andere langweilen sich einfach nur, suchen das Abenteuer. 186 Jahre ist die Fremdenlegion alt. Die Aussicht, Teil dieser langen Tradition zu werden, spielt auch eine Rolle, erzählt Major Ussin. Er nimmt 3 Zettel zur Hand, die auf dem Tisch liegen. 3 Beispiele von Bewerbern, die einen Platz in der Fremdenlegion suchen. Ein ehemaliger Sportlehrer, ein Linienpilot, ein Bewerber ohne Berufsabschluss. Ein typisches Bild. Die Fremdenlegion hat ihre besondere Aura bewahrt. Das ist ein Mythos, der sich tradiert. Die Realität ist differenzierter. Berufssoldat zu werden, ist heute ein Job wie viele andere, vor allem für junge Menschen, die in ihrer Heimat in fernen Ländern Mühe haben, Arbeit zu finden. La Légion étrangère est, je dirais, très bien connue dans le monde entier. Elle bénéficie d'un aura et est vraiment considérée comme une troupe de prestige. Natürlich profitieren wir von unserem Ruf als eine Prestigeeinheit der Armee. Darum kommen viele zu uns bestimmt. Aber viele Kandidaten kommen auch wegen der hohen Lebensqualität nach Frankreich, um eine Arbeit zu finden, ihre Familie zu ernähren. Auch das spielt eine Rolle. Faire vivre leur famille correctement, etc., ce qui est louable aussi. Voilà, chacun a ses propres raisons, quoi. Voilà. Fast alle suchen eine zweite Chance in ihrem Leben. En fin de compte, c'est souvent les brisés de la vie ou les blessés de la vie. Gezeichnete des Lebens, vielleicht auch Enttäuschte von ihrem Leben, das erkennen wir immer wieder. Eine Verantwortung zu haben für all diese Menschen, vielleicht bis zu ihrem Tod, das ist etwas ganz Spezielles. Das verlangt von uns allen sehr viel ab. 3 Bewerbungsrunden haben alle künftigen Legionäre zu überstehen, bis sie unter Vertrag genommen werden. Knapp 6 Wochen Zeit haben die Freiwilligen, sich unter Beweis zu stellen. Mindestens 5 Jahre müssen sie dann in der französischen Armee dienen. Als Soldaten am Boden, die sich nicht selten die Hände schmutzig machen müssen, denn die Legionäre sind häufig als Erste dort, wo eigentlich keiner der Kollegen in der französischen Armee gerne hingeht, also zuvorderst an der Front. Zurzeit sind sie in Mali, in Zentralafrika, im Nahen Osten, in der Ukraine und in Afghanistan stationiert. Wer Legionär werden will, weiß das. Viele suchen das.
Chez nous, ils ont cette chance, c'est que s'ils sont acceptés, plus personne ne saura qui ils étaient avant. Wir geben allen die Chance, ein altes Leben vergessen zu machen. Alle Kameraden in der Legion beginnen bei Null mit einem neuen Namen, ohne Vergangenheit. C'est un nouvel homme avec un nouveau nom et on peut dire qu'il n'a plus de passé, quoi. Okay, Fofana, on va attaquer, okay? Genau das sucht auch Brahima. Vor einer Woche ist er hier im Fort de Nogent untergekommen. Er hat wie alle anderen Anwärter auf einem Platz in der Legion eine schwarze Turnhose erhalten und ein rotes Sweatshirt. Das ist noch keine Uniform, aber ein erster kleiner Schritt raus aus dem zivilen Leben. Er wurde in den letzten Tagen von einem Militärarzt untersucht. Er musste mindestens 6 Klimmzüge schaffen. Er hatte einen Computertest zu bestehen, um sein logisches Denken zu testen. All diese Tests hat er bestanden. Jetzt folgt das entscheidende Bewerbungsgespräch mit einem Unteroffizier, der vor 18 Jahren auf dem gleichen Stuhl saß wie Brahima. Bien motivé, j'imagine que tu es là, tu es motivé. Ok, voilà, regarde, ça c'est ta nouvelle identité, comme je t'ai dit, à partir de maintenant, ils vont t'appeler Famba, Brahima, date de naissance. Neuer Nachname, neuer Vorname, neues Geburtsjahr, neue Vornamen für beide Eltern. On est d'accord? À partir maintenant, c'est comme ça. Alle Legionäre erhalten eine neue Identität. Nur die Nationalität bleibt. Brahima stammt aus der Elfenbeinküste, 24 Jahre alt. Vor 18 Monaten kam er nach Frankreich, illegal, ohne Pass, via Marokko, Algerien und dann mit dem Schiff nach Italien und weiter über die Grenze nach Paris. Immer mit einem klaren Ziel im Kopf. Je suis venu en France, c'était sur la base de continuer mes études. Et pendant tout ce temps, depuis 2015 que je suis là, j'ai pas pu avoir l'opportunité vraiment de pouvoir m'inscrire. Ich wollte in Frankreich einen Schulabschluss machen. Unmöglich, ich bin ja illegal hier. Ich hing etwas herum, dann sah ich ein Inserat der Fremdenlegion. Ich habe mich kundig gemacht, nun bin ich hier. Et c'est là j'ai commencé à prendre des renseignements, tout et tout, comment ça se passait, où je devais me rendre. Et voilà, comment je suis arrivé là. Mit steifem Rücken sitzt Brahima auf seinem Hocker. Er ist angespannt. Immer wieder presst er die Hände zusammen. Konzentriert sich. Der Unteroffizier will wissen, ob Brahima zum ersten Mal Legionär werden will. Est-ce que c'est la première fois que tu viens ici? Oui. Première fois? Oui, c'est la première fois. Okay. Alle Antworten werden im Computer protokolliert. Die zweite Frage zielt auf Probleme mit der Justiz. J'ai besoin de savoir. Est-ce que tu as eu des soucis avec la justice déjà? Alors, pas en France. Pas dans mon pays aussi. J'ai eu des problèmes avec la police algérienne. Brahimas Weste ist fast weiß. Weder in Frankreich noch in seiner Heimat hatte er Probleme, aber in Algerien. Die Polizei steckte ihn 3 Tage ins Gefängnis, weil er keinen Pass auf sich trug. Das sei alles. Dann Fragen zur Familie, wie und wo er in Frankreich untergekommen ist, wer seine Helfer und Helfershelfer waren, wie er einen ordentlichen Pass von der Elfenbeinküste erhalten habe. Das ist die einzige Bedingung, die ein Bewerber für die Fremdenlegion zu erfüllen hat. Gültige Papiere muss er vorweisen. Dann viel Administratives, Erklärungen zum Bewerbungsverfahren. Dann ein paar Tipps, wie er trainieren kann, um noch mehr Klimmzüge zu schaffen. Par contre, comme je t'ai dit, pour les tractions, il faut s'entraîner encore, okay? Vous avez le temps. Dann wieder die gleichen Fragen wie zu Beginn des Gesprächs. Noch einmal die gleichen Nachfragen, immer wieder. C'est pour ça, moi personnellement, je repose la même question plusieurs fois. Je les appelle le temps, si c'est la même réponse. Ich stelle immer wieder die gleichen Fragen, vergleiche die Antworten. Manchmal versuchen die Bewerber uns zu täuschen. Ich kenne das Spiel. Ich musste das hier auch durchlaufen. On a passé par là aussi, alors. Brahimas Antworten bleiben plausibel. Man spürt, er fühlt sich seinem Ziel immer näher. Er beginnt, von der Fremdenlegion zu träumen. C'est l'aventure de cette chose, je veux voir en fait. De la formation, l'aventure de ce qu'on dit que c'est difficile. Ich suche das Abenteuer, will wissen, was es heißt, Kameraden zu haben. Die harte Ausbildung, die körperlichen Anstrengungen, der Teamgeist, das suche ich. Das habe ich bisher vermisst. C'est vraiment ça, je veux voir. J'ai jamais connu ça. Solche Antworten wollen die Vorgesetzten natürlich hören. Brahima hat gut beobachtet,
und schnell gelernt. Wir brauchen motivierte Kameraden, so wählen wir aus. Das versuchen wir herauszufinden, auch wenn wir wissen, dass wir uns manchmal täuschen können. Die meisten Bewerber bleiben eine Woche in einem der beiden Rekrutierungszentren. Zeit, sich an ein neues Leben zu gewöhnen. Brahima hat gute Chancen, in die nachfolgende Runde zu gelangen. Ça me fait vraiment plaisir en fait. Ça me permet de voir d'autres nationalités, de comprendre d'autres trucs dans la vie. Soldat zu sein heißt Regeln zu befolgen, Bettruhe, Morgenappell. Ich brauche schon keinen Wecker mehr. Ich bin schon fast drin. Ich bin sehr stolz. Avant j'avais besoin de réveil pour me réveiller, mais maintenant c'est dans la tête. Quand il est l'heure, je me réveille tout seul. Très fier. Der Unteroffizier hinter seinem Computer kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Erinnerungen werden wach, als er selber vor fast 20 Jahren vor der gleichen Herausforderung stand. Wir sind alle gleich. Die Fremdenlegion, davon haben wir alle geträumt. 18 Jahre alt war ich damals. Die Legion war immer mein Ziel. Das Bewerbungsgespräch beginnt zum 3. Mal mit den gleichen Fragen. Immer noch wird alles detailliert protokolliert. Dazwischen viele Pausen, kleine Aufträge, etwas Sport und wieder viele Pausen mit System. Einige spielen ein Doppelspiel, das kann vorkommen, das weiß man nie. Wir sind ja nicht Psychologen, aber wir sind gute Beobachter. Wir beobachten viel. Ein letztes Mal muss der Freiwillige mehrere Dokumente unterschreiben. Alle persönlichen Gegenstände muss er abgeben, ein gutes Zeichen. Gestern hat Brahima das letzte Mal mit seinen Eltern telefoniert. Sie haben mir einfach viel Glück gewünscht. Sie wissen, dass das mein Traum ist. Nicht die Fremdenlegion, aber eine Karriere in der Armee. Letzte Fangfrage des Unteroffiziers. Hat Brahima wirklich alles abgegeben? Nein, ist die Antwort. Er habe ein Buch bei sich behalten. Welches Buch denn? Wie ich neue Freunde finde, lautet der Titel, erklärt Brahima. Nichts einzuwenden, meint der Vorgesetzte und lehnt sich in seinem Stuhl entspannt zurück. Die Fremdenlegion in Frankreich. Sie hörten eine Reportage von Charles Liebherr.